Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, da sind wir wieder. Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. Es ist, ich hab, Teile von diesem Stream, den wir jetzt da heute behandeln, kleine Teile, gestern auf Nacht schon gesehen. Der liebe Serial hat mir Gott sei Dank geholfen, weil der hat zu dem Thema heute schon ein Video rausgemeldet. Und weil ich ihn angeschrieben habe, sage ich habe gesehen, du hast da ein Video gemacht. Es kann aber wohl auch nicht von dem Stream von gestern auf Nacht gewesen sein, weil der Stream von gestern auf Nacht hat über 4 Stunden gedauert und dein Video, es dauert keine 2. Was ist da los? Und der hat mir den Tipp gegeben, hat er gesagt, du, Kasper, fang bei Minute 49 an, hör bei 1 Stunde 21 auf, da ist alles drin, was du brauchst. Und da vertraue ich mir jetzt einfach mal. Also ich weiß das Grundthema, es geht jetzt um diesen Spendenaufruf. Wo ich sagen muss, dieser Marcel, oder wie der heißt, der dieses ursprüngliche Video gemacht hat, was diesen Stein praktisch ins Rollen gebracht hat mit dem absoluter Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann. Zum einen nicht aus der Bubble den Dicken hier auf YouTube, auf TikTok hier von Latz geschmissen kriegen, sofort durchschauen, was Phase ist und raus mit einem On-Point-Video. Besser kann es eigentlich auch jemand, der jahrelang im Game ist, nicht ausdrücken. Hat es da wirklich auf den Punkt gebracht. Wegen mit der widerlichen Bettlerei und dem ganzen Klump. Und es ist ja auch so. Rainer hat tatsächlich diese 1200 Euro. Diese 1200 Euro, die er gehabt hat, innerhalb von nicht einmal 10 Tagen durch einen Schornstein gejagt. Und das ist mir absolut unverständlich. Und ich meine, ich habe es vorher gewusst, ich habe es ja angesagt auch. Ich habe gesagt, hey komm, ich war ja nur großzügig und habe gesagt, in 3 Wochen sitzt er wieder da und ist am Barren betteln. 10 Tage später ist er wieder da gesessen am Barren betteln. Und das ist halt ekelhaft. Es ist halt wirklich ekelhaft, weil Rainer sagt, ey, ich habe kein verlässliches, festes Einkommen. Habe ich nicht. Ja, ich muss von der Hand in den Mund leben, was mir hier die TikTok-Leute an Mitleidsbarren vor die Füße schmeißen. Und dann hat der Depp 1200 Euro in der Tasche. Und das allererste, was er damit macht, ist, er fährt dann mal nach Sylt und dann lasst er sich's gut gehen. Und dann streamt er vom Strand auf Sylt und erzählt so, was das Geheimnis des Erfolgs ist. Wie der absolut größte Großkotz aller Zeiten. Und fühlt sich. Und dann wird sie da hier irgendwas, Forest, keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht, wird sie gehaft. Und dann hockt er sich wieder hin. Wenn nach einer Woche dann die Barren alle weg verblasen sind für Bullshit und sagt, jetzt brauche ich bitte wieder Barren. Jetzt bin ich ja wieder blank. Wo ist es denn hin? Es ist unfassbar. Absolut unfassbar. Die Scheiße hätte ihm gut und gern den kompletten Monat halten können. Na, jetzt müssen wieder Barren her. Naja. Und das hat dann der Typ eben auch überrissen und gesagt, hey, was soll die Scheiße? Und wo man ihn drauf angesprochen hat, weil der ist wohl arbeitsunfähig aufgrund von einer Krankheit und krebsarm Existenzminimum umeinander. Und wo man darauf angesprochen hat, ob man ihm nicht was spenden soll,
hat dieser Mann und zwar absolute Ehre gesagt, nein, spendet das lieber ans Kinderhospiz. Und das finde ich eine großartige Sache. Finde ich eine großartige Sache, finde ich sehr unterstützenswert. Ich werde diesen Link mir auch organisieren und hier unter das Video drunter ballern, mit wo es zu der Website geht von diesem Kinderhospiz. Leute, das ist eine gute Sache. Ja. Und da ging es jetzt eben darum, weil hier die zwei Ehrenmänner gesagt haben, natürlich, hey, wir beteiligen uns da. Überhaupt gar keine Frage. Und da ist wohl auch schon eine recht beträchtliche Summe zusammengekommen. Und das finde ich gut. Das ist großartig. Und es geht wohl darum, dass die praktisch Rainer ans Herz gelegt haben, dass er da vielleicht auch einmal was spendet. Wir kennen Rainer. Wir kennen Rainer. Oh, da windet er sich. Da windet er sich. Dementsprechend, wir bereiten uns auf ein knapp über halbstündiges Ausredenfeuerwerk vor. Also, wo wird wirklich die Ausreden wahrscheinlich wie aus der Gatling Gun geschossen, in den Äther geblasen werden, warum jetzt er hier niemandem Barne geben kann. Ja, warte jetzt mal, ich schau mal schnell, wie die Scheiße heißt, die er sich da gekauft hat. Okay, also er hat Sons of the Forest heißt das Spiel. Und ich habe auch gleich noch nachgeschaut, das hat ihn 30 Euro gekostet. Just saying. Also das sind 30 Euro, die er hätte stattdessen easy spenden können. Er kann ja weiter im Stream in der No Art spielen. By the way, er ist ja auch mit Hogwarts Legacy noch nicht ansatzweise fertig. Aber noch nicht ansatzweise. Ich glaube, dass er noch nicht einmal beim ersten Jahreszeitenwechsel ist. So. Ich palaber jetzt auch schon wieder seit 7 Minuten. Ja, der haben wir nicht mehr lange umeinander. Hockt euch her, Sammermeere. Reißt euch eine Häube auf. Gern geschehen, Serial. Und mir ginge einer jetzt nicht wirklich in Rainer, sondern halt in den hier Streamen. Ich wollte dich doch ärgern. Ja, Hobby. Ja, Hobby. Thorsten. Thorsten. Können Sie mich hören? Ja, klar. Jo, na, Ah, okay, kann ich die Kamera anmachen? Ja, klar. Ah, ja, okay, genau. Hier kommt Klonter mit rein. Die es nicht gemerkt haben, Klonter ist neu da. Bruder, du kannst Jo. Nicht erschrecken. Moment. Nein. Genau. Oder? Klonter war vorher noch nicht in dem Stream. Nee, bisher war, glaube ich, bloß der Laubsägen-Hater und Hank und ja, und Serial war, aber da war Rainer nicht mehr mit drin. Hallo, ich Nein, bin neu hier. Servus. Das habe ich schon gesagt. Jo, ich möchte mich erstmal vorstellen, einige wundern sich vielleicht wegen dem Namen hier. Hier ist der Name, ich bin Klonter77. Nur für die Leute, die mich nicht kennen sollten. Also, ich möchte eigentlich nur dem Drachenlord etwas fragen, nämlich zu der Spende. Ja, wenn ich sie beantworten kann, gerne. Rainer, natürlich kannst du sie beantworten. Also es ist jetzt nicht so, dass er dir eine fürchterlich schwere Matheaufgabe stellen wird. Es wird wohl irgendwas sein, wo man dich darauf festnageln kann. Irgendwas, dass du eine Aussage tätigst, aus der du nicht mehr rauskommst, wo du danach nicht behaupten kannst, ich habe zwar gesagt, dass ich habe überhaupt nie behauptet, dass ich spende. Ja klar. Würdest du dir das Video von Marcel auf TikTok angucken? Das geht nur 2 Minuten, wo er halt sein Statement zu dir gebracht hat. Ah, tiefes Schnauben. Da wissen wir schon wieder, oh, da ist der Mund jetzt schon wieder klar geworden. Also ganz, ganz mini klein. Also praktisch, der Mund von Rainer ist jetzt allein durch diese Frage schon so klein geworden, da kann nicht einmal mal Ant-Man durchkriechen. So klein. Sowas ist immer schwierig zu beantworten, weil... Nein, das ist nicht schwierig zu beantworten. Das ist ein 2 Minuten TikTok-Video. Schau dir das an. Schau dir das an. Es ist nämlich valide Kritik und zwar von jemandem, den du nicht als Hater bezeichnen kannst, weil er nämlich von diesem Game vorher keine Ahnung gehabt hat. Letzten Endes. Letzten Endes ist heute früh dran.
Die Sache ist die, ich habe mich schon vor längerer Zeit halt von Sachen distanziert, wo ich dann halt immer irgendwie. Also ich weiß, ich kann über das Video ja nichts sagen, weil ich es ja noch nicht gesehen habe. Und Jetzt ist geil. Ich kann über das Video nichts sagen, weil ich davon noch nichts gesehen habe, aber ich habe mich davon distanziert, weil ich irgendwie. Wie kommen wir jetzt da wieder raus? Ich muss mir schnell wieder eine Lüge einfallen lassen. Rainer, es gibt keinen Grund, sich das Video nicht anzuschauen. Es gibt keinen Grund, sich dieses Video nicht anzuschauen. ich weiß auch nicht, wie er das letzten Endes rübergebracht hat, aber Ja, deswegen sollst du es dir ja anschauen, letzten Endes. Deswegen sollst. Ja, er hat doch gerade gesagt, schau dir doch das an. Ja, ich weiß ja nicht, wie das ist, weil ich habe es ja nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht schauen. Hahaha. sobald ich halt immer irgendwas, also auch wenn ich auf WhatsApp oder so angeschrieben werde oder auf TikTok oder sonst was, sobald da irgendwas Beleidigendes da drin ist oder so, also wirklich beleidigt, das dann schalte Nein, Rainer, du willst einfach keine Kritik hören. Rainer, du willst einfach keine Kritik hören. Es ist, also wir werden einfach nichts hören, nichts sehen, wenn es um Kritik geht. Das ist alles. Weil du einfach nicht in der Lage bist, deine eigene Scheiße, die du gebaut hast, einmal aufs Brot geschmiert zu kriegen. Von einem neutralen Beobachter. ich eigentlich immer sofort auf Durchzug und ab, weil Ja, richtig, du schaltest immer auf Durchzug. sonst gehe ich immer selber ab und das macht mich irgendwann auch letzten Endes kaputt, deswegen distanziere ich mich von sowas immer. Ich kann es dir jetzt so nicht sagen, nach dem, was ich jetzt mitgekriegt habe, ja, würde ich es mir wahrscheinlich mal anschauen. Was ich auf jeden Fall anschauen werde, das kann ich auf jeden Fall sagen, was ich auf jeden Fall anschauen werde, ist das Video von Katal, was er ja macht, was ich ja gesagt habe, was ich auch bereit bin zu verbreiten. Das ist es auf jeden Fall. Ich Wow, 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 du bist bereit, das zu verbreiten. Großartig, einer. 3 Daumen hoch. weiß nicht, was er da letzten Endes mit reinmacht. Jason hat, glaube ich, gesagt, er würde einen Livestream machen. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir auf jeden Fall anschauen kann und werde. Alles Weitere würde ich dann danach aber erst entscheiden, weil das kann ich so pauschal vorher leider halt nicht aussagen, ne? Weil ich davon jetzt halt auch gar nichts weiß, deswegen. Ansonsten könntest du dir das Video ja eigentlich im Grunde jetzt angucken. Das Video ist auch auf Telegram. Du bist auch auf diesem Telegram, also bei Schanzenwatcher bist du ja auch unterwegs. Das ist wirklich nicht lange. Und dann kannst du ja direkt ein Statement dazu vielleicht sogar hier live abgeben. Ein Statement, aber ich habe kurz eine Frage, wenn ich einkrätschen darf. Ein Statement zu was? Zu diesem Spendenvideo? Ja, auf Schanzenwatch wurde ja das Spendenvideo im Grunde auch gepostet. Also ich rede jetzt nicht von das von Ofenkäse, sondern das, was der gute Herr, also der Marcel Clavé oder Cleave, wie das halt eben ausgesagt hatte. Also ich rede jetzt von seinem Reaction-Video. Das habe ich verstanden, aber ich habe vorhin das Gleiche zu dem auch gesagt. Das ist, ich habe das vorhin, glaube ich, hat er mir das vorhin gesagt gehabt, das ist ja, hat er negativ ja von ihm ja geredet. Am Ende des Tages ist es mir scheißegal, aber ich will nicht, dass es ins Schlechte gezogen wird, weil das ist eine Spendenaktion. Also ich weiß nicht. Das wird nicht ins Schlechte, ich kann das versprechen, das wird nicht ins Schlechte gezogen. Ich kann das wirklich versprechen. Ist es von Und diesem ich will Textkartell, von dem Text, wo du hast, da? Dazu, nein, ich habe das Video gesehen. Reden wir jetzt von dem Video, was mir auch geschickt wurde mit diesem Marcel, ja? Ja, ja. Okay, gut. Ich habe das Video gesehen. Das ist ja, soll ich jetzt mal eine Reaktion auf den Rainer? Hör zu, ich kann es kurz erzählen. Rainer, hör zu, ich kann es dir erzählen, weil ich habe es gesehen, ja? So, und du kannst dir von mir aus das morgen auch nochmal angucken oder heute nochmal angucken, ja? Es geht um einen Rainer, ja? Und da geht es ganz einfach darum, dass der Rainer in seinem Video Geld verlangt, ja? Weil er eben keine Unterkunft hat, weil er nichts zu essen hat. Und weil er die 1200 Euro, die er vor ein paar Tagen in der Tasche gehabt hat, beim Fenster ausprüfert hat. Und was weiß ich, ja? So, daraufhin hat der Marcel einen Kommentar dazu abgegeben, ja, und hat gesagt, er lebt am Existenzminimum, ihm geht es nicht gut, er ist auch behindert, er hat auch seine Hand gezeigt, ja, und sagt, Rainer, hör auf, ja, Geld von den Leuten aus den Taschen zu ziehen, sondern geh arbeiten, du kannst auch abnehmen, du bist noch jung, du hast alle Möglichkeiten, sind dir noch offen. Also es hat alles mit Arbeit zu tun. Und wir wissen alle, Arbeit, das mag der Reini ganz und gar nicht. Ja, okay. Es gibt wesentlich bessere Sachen, wo man das Geld hinspenden kann. Ne, ich halte es bloß mal kurz bloß, ja. Und das war es eigentlich im Groben, sage ich jetzt einmal. Ja, richtig, Thorsten? Ja.
war da noch was Brisantes? Weil ich habe wirklich auch Nee. kurz davor erst angeguckt, weißt du? Nee, das war im Grunde schon gut zusammengefasst. Okay, und daraufhin, also das muss aber schon, ich weiß nicht, wann das gepostet war, wahrscheinlich heute. Und daraufhin hat der Weihnachtsmann, die Inge und der Ofi und so, die haben ja alle reagiert. Ja, ich glaube, die Inge hat reagiert, das hat ja der Weihnachtsmann vorhin gesagt, Bro. Und haben dann sozusagen, wollten den Marcel unterstützen, weil der am Existenzminimum war. Ja, Mhm. und Marcel hat gesagt, obwohl es ihm finanziell auch nicht gut geht, ne, also Marcel, höchste Ehre, ja, er will kein Geld haben, sondern die Leute sollen doch, wenn sie spenden wollen, sollen sie doch bitte an was Gutes spenden und an das Kinderhospiz, wo er ehrenamtlich arbeitet, ja. Und daraufhin hat der Ofi halt ein Video gemacht. Ich weiß nicht wer noch, also ich kann jetzt nur vom Ofi reden, Ja, weil das ist, mir das, ja. als Link zugekommen und uns, also wir wurden gefragt, ob wir da das auch unterstützen würden und das wisst ihr doch. Also da Okay, brauchen ja, wir nicht das haben wir diskutieren. gehabt. Ja, Genau, ne? Okay. Also Okay, das, kurz und Thorsten, bündig, das war das. Ja, okay. ja, ich habe Also, das Video selbst gesehen, also alles gut. nee, was ich sagen wollte, das ist eigentlich eine gute Sache. Vor allem krass ist halt, dass Das ist der eine Mensch selber nicht so Bombensache. viel hat, weil der Mensch hat ja selber wirklich nicht so viel und denkt trotzdem daran, andere Leute zu helfen. Im Endeffekt hat er jetzt Ja, auch, eben, das ist ein richtiger Ehrenmann. ja, wenn ich das jetzt so verstanden habe, hat er jetzt auch appelliert, jetzt auch daran, so, dass du, Rainer, so einfach mal dir vielleicht mal so ein Vorbild daran so daneben sollst, dass du abnehmen sollst, dass du dann Sachen machen sollst, oder? So habe ich verstanden. Oder, Thorsten? Wie jetzt? Er hat doch appelliert so an Rainer, dass er auch, sage ich mal, abnehmen soll und versuchen soll zu arbeiten, nicht rumzubetteln und was weiß ich was da. Ja, auch, klar. Okay? Ja, klar. Okay. Also es wurde ja auch ein paar Mal gefragt, auch hier im Callroom, ob sie vielleicht einen Link gebe. Also ich habe den Link hier in der Zwischenablage, ich kann ihn gerne im Chat reinschicken, wenn es geht. Ja, Das ist kein Problem. du kannst, Also das ist halt wirklich nur die Seite zum Hospiz, ja. Mehr ist es nicht. also Thorsten, genau, das habe ich vorhin auch schon gesagt gehabt, du kannst es gerne machen, aber Ja. wir machen selber dazu auch noch ein Video morgen und wir tun morgen, wir tun morgen selber einen Link reintun, also aus dem gleichen Link, den du auch hast, machen wir in unsere Bio rein, dass die Leute dann darauf spenden können, direkt auch rübergehen können. Das heißt, wenn wir dann darüber reden, dass die Leute auch direkt zugreifen können. Genau, du kannst mir den Link reinschicken, gar kein Ja, habe ich schon Problem. gemacht. Ich kann es ja gerne nochmal machen. Warte mal. Du kannst machen, so viel du willst. Das ist Klar, kein ist doch alles Problem. gut. Und wie gesagt, auch wenn jetzt, wie soll ich dich ansprechen? Herr Winkler, Rainer, Drache, Drachenlord? Wie du möchtest, Drache oder Rainer, wie du möchtest. Okay. Ich spreche dich einfach mit Drache an. Oh nein. Und dann sag halt Rainer. Wir nennen ihn den Drache. Aber Du kannst gerne auf die Seite gehen. Das ist kein DDoS, das ist kein anderer Scheißdreck, was du jetzt vielleicht denken würdest. Das ist wirklich absolut harmlos. Das ist nämlich eine offizielle Seite vom Kinderhospiz. Da kannst du draufgehen und die IBAN, die dort verlinkt ist, die ist auch echt. Ja, brauchst dir keine Gedanken machen. Ja, also ich kann mir die Seite ja auch rausgoogeln notfalls. ja, das ist ja vollkommen wurscht. Mach doch, wie du aber Hauptsache, du gehst auf diese Seite. Das ist nicht das Thema. Aber wie gesagt, auf Links gehe ich aus. Das hat nichts mit dir oder sonst was zu tun. Das mache ich aus Prinzip nicht. Ja, aber ist doch auch wurscht. Es ist doch auch wurscht. Dann geh halt so. Dann google halt hier Kinderhospiz so und geh da direkt auf die Seite. Dann musst du auf keinen Link nicht klicken, ist auch alles gut. Eben gerade wie das, wo du gerade schon angesprochen hast, das ist eben wegen diesen Sachen, dass es eben schon auch oft DDoS-Geschichten gegeben hat. Oder, naja gut, DDoS mache ich mir jetzt keine Sorgen, weil ich habe ja so keinen festen Host in dem Sinne. Aber gerade halt wegen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Gerade wegen diesen... Wegen Fakes und sowas. Aber ich habe schon verstanden, aber das, was er dir jetzt gerade im Endeffekt gesagt hat, scheißegal, wie du es machst, geh von mir aus auf diese Internetseite, tu das dann rausholen. Hauptsache, Endergebnis, tu das supporten. Ja, ist ja so. Punkt. Klick da auf keine Links, weil die Ausreden fangen schon wieder an. Richtig? Ja, eben. Ja. So, einfach. So, Endergebnis, tu das rausholen, tu das supporten. Aber diesen Ansatz, was ich auch sagen muss, diesen Ansatz fand ich gut, was dieser Herr da gesagt hat. Ja. Mit dem nicht mehr rumbetteln und dieses Zeugs da rumzumachen und sowas. Ja. Das war jetzt zwar
nicht so wirklich geradeaus ausdruckt, aber ja, hör mit der Scheißbettelei auf. Es ist erbärmlich, Rainer. Es ist erbärmlich. Es gibt so viele Leute jedes Jahr, die einfach unverschuldet gerade in finanzielle Notlagen geraten. Und er hat wirklich die Dreistigkeit, der in den letzten 12 Monate diese 70.000 Euro von dem Haus weggemeddelt hat. Dann alles, was er da nur die ersten 7 Monate vom letzten Jahr an YouTube-Barren gekriegt hat. Dann noch die Unterstützung, die er von der Gemeinde und vom Landratsamt gekriegt hat. Dann das vom Arbeitsamt, was er nur kriegt. Dann ist die ganzen TikTok-Barren, die 1.200 Euro hier, den ganzen Klump. Dann die Kohlen da von der Thursday Company, was wahrscheinlich auch nochmal 10.000 Euro waren. Also der kommt auf gut und gern 100.000 Euro, die der einfach in ein bisschen über einem Jahr komplett durch den Gully geschickt hat. Und er hat die Dreistigkeit, 100.000, das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn mir morgen jemand 100.000 Euro überweist, da wisst ihr, also die laden länger hin, wie ein Jahr. Da wisst ihr, die was Besseres damit zu empfangen hat. Da kannst du aber drauf wetten. Und er blast es da durch und dann hat er die Dreistigkeit, sich da hinzuhocken und zu sagen, hey, bitte spendet mal Geld, weil ich weiß ja sonst nicht, wo ich will. Weil alle anderen Angebote, die damit was zu tun gehabt hätten, dass er sich mit einbringen muss, damit er Hilfe kriegt, hat er abgeschlagen. Mit irgendwelchen komischen Ausreden. Ja, ins Obdachlosenasyl, da kann ich nicht gehen, weil wegen die Haters. Hier und da, das kann ich nicht machen, wegen die Haters. Das und das geht nicht, weil eigentlich ist die Gemeinde und das Landratsamt für mich verantwortlich. Bla, 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 bla. Alles schuld außer Wingel. Ja, und vor allem ist das ja jemand, der eigentlich noch weniger hat, als jemand, der halt. Ja, und vor allem, wenn dir deine neuen Kumpels da, hier der Jay und der, wie er nicht heißt, wenn die dir sagen, das hat Hand und Fuß, da kannst du draufklicken, wir haben da selber schon draufgeklickt, dann ist es gut, dann, oder? Halt wirklich die volle Rente bekommt. Also der bekommt ja nicht mal ein Minimum von Hartz IV oder sowas, weißt du, der bekommt echt nur 320 Euro waren das und das ist halt gar nichts. Rainer, ja, natürlich, also das ist ich möchte dir was persönlich sagen, ja. Hör einfach auf, bei den Leuten immer Geld zu verlangen. Lass das weg, ja. Ja. Prost, da trinke ich einen drauf. Und jetzt sage ich das auch, ich verlange von dir sogar, dass du das morgen unterstützt. Wow, ja. Geil. Applaus. Es ist jetzt auch angekommen bei diesen Leuten, dass du mit Rainer nicht diese Bitte-Bitte-Scheiße machen kannst. Auch lieber Rainer, könntest du nicht, und wenn es da gerade rausgeht und wenn es da genehm ist, vielleicht, eventuell. Nein. Drückt ihm die Pistole auf die Brust und sagt, Rainer, du machst es jetzt. Das ist das Einzige, was zieht. Die haben jetzt Respekt aufgebaut. Rainer respektiert diese Leute, weil sie ihm eine fürchterlich große Reichweite und Plattform gegeben haben auf TikTok. Und er ganz genau weiß, dass 80% von den TikTok-Barren, die er die letzten 3 Wochen gekriegt hat, darauf zurückzuführen sind, dass er bei denen irgendwie da drin war. Die ganzen hier Trinkgeldgeschichten oder sowas. Dass er ein unfassbar großes Publikum erreicht hat, dank diesen Leuten. Und Rainer hat halt immer gedacht, hier hat Dr. Oll gesagt, hier, der Nimmersatt vom Stamme Nimm, oder wie? Hat er gemeint, das läuft so. Er kann sie jetzt da reinhocken, kann er praktisch diesen Stream kapern, die machen für ihn Werbung und halten ihm die bösen Haters irgendwie vom Hals, ja, und dann haben wir die raus, wenn er von der Kritik nichts mehr hören will. Und dann läuft es so. Einwandfrei hat er sich ins gemachte Nest gesetzt. Und jetzt sagen sie ihm, Rainer, Moment, das läuft halt nicht so. Wir verlangen was von dir. Du machst das jetzt. Egal, das Video vom Jason oder von mir oder irgendein Video, ich möchte,
dass du das unterstützt. Das ist Also genauso und deine menschliche Pflicht wie meine, wie ein Jason seine, wie ein Thorsten seine. genau, und das Ding ist, also wir, Einer Klonter sitzt da unten drin und grinst sich einen zum einen, weil er tatsächlich einmal jemand dem Rainer da ne? Mit liebevoller elterlicher Strenge gegenübertritt und sagt, so läuft's und so läuft's nicht. Und zum anderen, weil er wahrscheinlich genau weiß, was als nächstes kommt. Hier, das Ausredenmagazin wird schon geladen von Rainer. Und dann kommt's raus. verlangen das. Also nicht Nee, da wir gibt es auch kein bitten, Wenn, Bro. Da gibt es wir, auch wir kein bitten nicht darum Warum. oder so, wir verlangen das. Mal eine Frage, dürfte ich kurz unterbrechen? Klar doch. Drachenlord oder Drache, was auch immer. Wie viel würdest denn du spenden? Schwierig. Thorsten, ganz kurz, ich möchte da was dazu hinfügen, ja. Leute, bloß für die im Chat, ja. Wir haben auch fürs Erdbeben, ne, in Türkei gesammelt und so weiter. Ich will nur eins sagen, ne? Es geht eigentlich nicht immer darum, wie viel man spendet, sondern dass man spendet, ja. Ich bin der Meinung, ja, dass auch ein kleiner Betrag, das hängt immer den Umständen, also das heißt, wenn einer die Möglichkeit hat, dass der finanziell mehr spenden kann und einer, der wo sich schämt vielleicht, weil er sagt, ey, ich habe doch selber nichts, ja, ey, scheißegal, 1 Euro ist 1 Euro. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass es das so wie in meinem Verständnis als Sozialstaat funktionieren sollte. Dass man sich als Gemeinschaft zusammengetan hat und die breiteren Schultern tragen mehr von der Last und die schmäleren Schultern tragen weniger, und wenn irgendjemand unverschuldet in Not gerät, dann wird ihm geholfen. Und derjenige, der richtig viel Kohle hat, der lässt ihm dann halt irgendwie 500 Euro da. Und derjenige, der halt wenig Kohle hat, der spart sie halt dann vielleicht an dem Abend irgendwie 2 halbe in der Kneipe und lasst ihm dann für 10 Euro da. Und dann schafft man das miteinander. Das finde ich eine schöne Sache. Finde ich wirklich schöne Sache. Ja, es ich würde wäre bloß doch- für den Chat sagen, weißt du, Thorsten, nicht, dass da was Falsches aufkommt. Nicht, Ja, dass die alles denken, gut, alles gut, Ja. ja. nicht, dass die denken, ey, ich habe ja selber nichts und ich habe nicht so viel und dann schämen die sich, verstehst du? Es geht um den guten Willen. Es geht gar nicht Ja. darum, dass ihr 5.000 Euro spenden sollt, sondern jeder nur das, was für ihn möglich ist. Entschuldigung, ja, jetzt, sorry nochmal, ich will bloß nicht, weil ich habe das schon und ich weiß, was da dann für Fragen kommen, weißt du, da kommen dann einige, sagen, ey, ich habe nichts, ja, oder ich bin selber am Limit und so, und manche schämen sich auch, weil sie sagen, ey, 1 Euro oder 5 Euro, das ist doch nichts, ja. Nicht schämen, Leute, es geht nicht darum, ja, jeder Euro zählt, fertig. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn 2 Millionen Leute jeder 1 Euro spenden, hast du auch 2 Millionen Euro beieinander. Immerhin, dass man wenigstens mindestens irgendwas gemacht hat. Er wird, also wie gesagt, also er wird, er wird spenden. Davon kannst du ausgehen, dass er spenden wird. Alter! Geil! Ich glaube, dass beim Rainer jetzt wirklich, ich glaube, beim Rainer ist gerade hier diese Böller-Situation. Der weiß gerade nicht, wie ihm geschieht und hat sie wahrscheinlich schon wieder in die Hosen geschissen. Weil ihm die Leute, die ihm jetzt hier den Rücken freigehalten und ihm eine Plattform gegeben haben, die er jetzt über Wochen auch angelogen hat, aber vom Feinsten, aber die werden sich halt auch in der Zwischenzeit bei gewissen Sachen auch informiert haben. Ich nehme mal an, dass es tausende von Hatern gegeben hat, die gesagt haben, im Übrigen, das, was er euch da erzählt hat, ist gelogen, Beweis hier. Das, was er euch da erzählt hat, auch gelogen, Beweis dort. Dass die jetzt langsam die Schnauze dick haben. Und dann sagen die jetzt, okay, nee, Rainer, wir haben dir die Plattform gegeben, wir haben dir die Chance gegeben, du sagst, du willst dich ändern, du sagst, du bist nicht derjenige, jetzt musst du beweisen, dass du nicht derjenige bist. Und du spendest jetzt, weil ansonsten ziehe ich dich an den Hammelbeinen in Emskirchen aus der Sparkasse raus. Gut, sehr gut. Rainer merkt langsam, es wird ernst.
Was zum Beispiel schon eine mega geile Aktion wäre, wenn Drachenlord wenigstens zeigen würde, dass er wirklich spendet. Ja, so sagen wir mal so mindestens 50 Euro. Das wäre doch mega geil. Ja, das ist. Ja, wir kennen alle Rainer. Wenn er es nicht zeigt, dann ist es nicht passiert oder dann gibt es das nicht. Ja, weil er immer sagt, ja, hier meine, die Freundinnen aus Denken, die er immer gehabt hat, alles gelogen. Alle, die du nicht gesehen hast, die hat es auch nicht gegeben. Und er darf es dann gerade frech sagen, ja, freilich, ich habe da 50 Euro gespendet, aber ich kann euch das jetzt leider nicht zeigen wegen meine Daten und wegen die Haters. Oder Guck mal, nicht? ich wiederhole es nochmal, weißt du, weil das Ding ist. Ich möchte jetzt einmal kurz dazwischen grätschen. Ja. Grätschen Sie, Rainer. Oh, man merkt, wie er sich windet. Wie so ein kleines Kind, das richtig Scheiße gebaut hat. Ja, keine Ahnung. Im Kindergarten nimmt das eine Kind dem anderen im Sandkasten die Schaufel weg und zirkt sie ihm nur sauber über den Kopf. Und dann kommt die Erzieherin oder der Erzieher da hier und sagen, hey, so geht das nicht. Du gibst ihm jetzt die Schaufel zurück und dann entschuldigst du dich bei ihm. Und dann steht er dann wie ein kleines Kind. Bin schon fast 34, jetzt hat la. Na Rainer, du bist 33, ein erwachsener Mo. Überhaupt jemand, der in einem Alter ist, das zweistellig ist, hat sich nicht mehr älter zu machen. Das machen kleine Kinder. Kindergarten, Vorschule. Die sagen, ich bin schon fast 4 Jahre alt. Ein halbes Jahr vor ihrem Geburtstag, weil sie sich älter machen müssen. Weil sie meinen, das ist viel cooler, wenn sie älter sind. Rainer, du bist 33, du musst dich nicht mehr älter machen, um cool zu wirken. Das cool wirken, der Zug ist auch schon lange, lange abgefahren. Und der hält auch nicht mehr in Emskirchen am Bahnhof. Versteht mich nicht falsch. Na Rainer, wir verstehen dich schon richtig. Wenn jetzt versteht nicht falsch kommt, dann bin ich jetzt gespannt, was jetzt für Ausrede kommt. Ja, ich will hier echt nicht jetzt den Assi raushängen und so weiter. Aber ihr vergesst an der ganzen Situation auch immer im Moment, dass Dass ich ja nichts hab. Ich bin ja der arme Drachenlord. Ich habe ja keinen Knopf Gold in der Tasche, weil ich es aus beim Fenster auspulvert habe. Denkt doch mal jemand an mich. Warum denkt denn mal nicht jemand an mich? Rein halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. ich halt auch irgendwo schauen muss, wo ich penne. Ich habe neulich... Rainer, ganz ehrlich, du kannst im Gully pennen. Es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. Du hast vor kurzem 1200 Euro in der Tasche gehabt und anstatt damit irgendwie zu wirtschaften, dann hättest du jetzt nämlich irgendwie das sagen kannst, okay, die 50 Euro, da hätte man vielleicht, wenn am Monatsende was übrig geblieben wäre, nur ein Spiel davor gekauft. Das schenke ich mir jetzt, weil ich habe genügend Spiele. Weil er hat ja gesagt, sein Steam-Account, den gibt es ja noch. Wie viele 100 Spiele da drauf sind. Wie viele davor hat er vielleicht durchgespielt. Der kann spielen, wie ein Blöder. Der muss sich nicht eu Hundsschiss langer nice kaufen. Also dann sagt er, verzichte ich drauf und stattdessen spende ich dann die Kohlen hier an dieses Kinderhospiz. Aber nein, der große Herr Lord, der hat natürlich diese 1200 Euro, diesen riesengroßen Reichtum, hat er nehmen müssen, um damit zu protzen. Und jetzt ist es natürlich alles weg. Und ihr braucht mir nicht verzeihen. Erstens ist Sylt, glaube ich, der teuerste Urlaubsort in ganz Deutschland, wenn mir nicht alles täuscht. Also möchte ich nicht wissen, was da das Hotel kostet hat. Und der wird auch nicht ins günstigste Hotel da gegangen sein. Sondern da war Quiz irgendwie mit der großen Spa-Geschichte und dann hat er sie da irgendwo in die Sauna und in den Whirlpool rein, hat da 2/3 vom Wasser raus verdrängt und hat sich's gut gelassen. Von den Kohlen. Und jetzt sagt er, ja, ich weiß aber nicht, wo ich bleiben soll. Fangen wir mal den Marcel, wann der das letzte Mal Urlaub auf Sylt gemacht hat. Und dann reden wir weiter. Du egoistisches Stück Scheiße. Auf der Straße gepennt und da habe ich auf der Straße gepennt. Ja, es ist mir wurscht, ob du auf der Straße pennst. Wegen meiner kannst du nur länger auf der Straße pennen. Am besten in Berlin irgendwo unter der Brücke im Hundshaufen drinnen. Ist mir vollkommen wurscht.
ist mir auch egal, was andere dazu sagen oder ob sie es wieder leugnen, was ja nicht das erste Mal wäre. Ich habe da auch bis nachts irgendwie gestreamt, da hatten wir dann irgendwie noch 200 Leute. Ja, Rainer, das stimmt schon. Diese 2-3 Mal, wo du tatsächlich dann die ganze Nacht draußen warst, hat man das aber auch mitgekriegt, weil du gestreamt hast. Aber das kannst du halt an einer Hand abzählen im letzten Jahr. Weil du immer irgendwas gefunden hast, wo du pennen hast, Kenner. Und, dann so, und wenn nicht, dann hast du die vom Sanker abholen lassen. Leute am Schluss, also ich habe auch gezeigt, wo ich war und das kann man gerne nachgoogeln. Zu dieser Uhrzeit kann man da nicht weg. Ja, das war in Emskirchen. Das war Rainer, darum geht's gar nicht, wo du warst oder was du bist. Rainer, halt die Waffel und spende an dieses Hospiz. Fertig aus. nachts um 2, 3. Da fährt höchstens um 4 Uhr, 5 Uhr morgens wieder ein Zug und ich hatte da auch keine Kohle, ich hatte da keine Möglichkeit, runterzukommen. Es ist nicht so, dass ich nur so tue, als ob oder als wenn und was weiß ich. Pass auf, ich sag dir Folgendes. Ich werde spenden, wie viel kann ich nicht sagen, beweisen werde ich das nicht. Ja, ganz großartig, Rainer. Ich werde spenden, wie viel sage ich nicht und beweisen du es auch nicht. Ja, dann halt's Maul, Rainer. Dann halt einfach dein dummes Maul. Jetzt müssen wir auf Trust Me Bro vertrauen, oder? Von dem Mann, der im Internet als der Lügenlord bekannt ist. Ihr Trust Me Bro, ich hab wirklich gespendet. Ein Scheiß, genauso wie du immer gesagt hast, dass du irgendwie ans Tierheim gespendet hast und an WWF und an wen du nicht alles gespendet hast. Wir am Ahrtal, da hast du auch gesagt, ja, ich kann mal leider kann ich nichts spenden. Und dann hast du im selben Stream nochmal 50 Euro in Pokémon Go investiert. Hättest du einfach nicht die 50 Euro schenken können und sagen, hier, ich nehme jetzt hier diese 50 Euro und spende dir ins Ahrtal. Fertig. Na, Pokémon Go, das hat her müssen. Stattdessen hast du irgendwie deine komischen Unterputzdeckel verschickt. Du Billigheimer, du Reidiger. Wenn es mir nicht möglich ist, ich werde nicht irgendwie zeigen, wie ich jetzt von meiner IBAN irgendwas überwiesen habe oder sonst was. Und im Übrigen, letztes Jahr, wo die ganze Scheiße in der Ukraine losgegangen ist, da hast du nur sauber Pulver auf dem Konto gehabt. Ja? Da hast du einen YouTube-Kanal noch gehabt und bist im Ranger umeinander gefahren, den ganzen Krampf. Hast du da was gespendet? Nein. Ich bin jetzt auch kein reicher Mo. Ich bin echt kein reicher Mo, aber ein, zwei Mal im Jahr, wenn ich irgendwas finde, wo ich mir wirklich denke, okay, da kann man jemandem wirklich was Gutes tun mit wenig und da muss man vielleicht auf eine Kleinigkeit verzichten am eigenen Wohlstand, dann hau ich was raus. Das ist für mich ganz normal. Aber den ganzen Tag hier, bitte geben, ich möchte nehmen, geben tue ich nix. Es gibt wenig Leute, die so viel Glück gehabt haben im Leben wie du. Von dem, womit sie an Startkapital gesegnet wurden. Klar, der Grund dafür war scheiße, dass der Vater gestorben ist, da braucht man nicht drüber reden. Ja, das wünsche ich keinem. Aber du hattest dieses Haus und dieses Startkapital und hast es alles in Gully runtergespült. Und du hast jetzt die Dreistigkeit, dich mit allen möglichen Opfern von irgendwelchen Katastrophen oder Genoziden oder sonst irgendwas zu vergleichen und die dahin zu hocken und sagen, hier, bitte gebt's mir euer Geld. Das ist das Beste, was ihr gerade mit eurem Geld machen könnt, ist, dass es mir in meinen nimmersatten Schlunden einschüttet. Und das ist ekelerregend. Sowas zu verlangen, finde ich auch ehrlich gesagt total daneben, weil meine Finanzen sind letzten Endes trotzdem immer noch meine Angelegenheit. Ich kann sagen, dass ich was spenden werde, ich kann aber nicht sagen, wie viel, weil ich es selbst nicht weiß jetzt im Moment. Das kommt zu dem Zeitpunkt, wo ich spende, darauf an, wie viel Geld ich erübrigen kann. Aber es werden definitiv keine 50 Euro sein, das kann ich sagen, weil 50 Euro, ja, sind für mich im besten Falle eine Übernachtung in einem Hotel. So. Und nimm es mir nicht übel, aber gerade jetzt, wenn es im Sommer wäre, ja, im Sommer, hätte ich kein Problem damit, dann könnte ich auch mal von mir aus eine Nacht im Wald pennen. Es ist dieselbe Scheiße wie letztes Jahr im Januar mit der Drache läuft Geschichte. Übrigens, Drache läuft, kann leider machen, ist kalt draußen.
Ja, der ist sich um keine billige Ausrede verlegen einfach. Das wäre mir auch egal. Weil da wäre es nicht so, dass ich mir den Arsch abfriere. Und im Wald, wenn ich irgendwo mitten im Wald unterm Baum penne, da kriegt es auch keiner mit, wo ich bin, also kann ich da auch in Ruhe pennen. Wenn ich jetzt irgendwo in einer Ortschaft penne, da laufen Leute vorbei, da muss ich mir immer Sorgen machen, wenn ich da penne, dass mir irgendjemand was klaut. Aber momentan ist es auch einfach zu kalt, um im Wald zu pennen. Ja, der Jason oben, der packt's Gott auch nimmer. Der kann sich diesen ganzen Geschwalle auch nimmer ohren. Diese permanente Ausredenmeierei. So. Und Feuer machen und so, ne? Ist Der Rainer, es geht jetzt nicht ums Feuer machen! strafbar in Deutschland, wenn man nicht an Orten ist, wo man das darf. So. Und deswegen, wenn es jetzt Sommer wäre, wenn es jetzt wärmer wäre, sagen wir mal so 20 Grad oder was, dann könnte ich das ohne Probleme und ohne Bedenken machen. Dann würde ich auch sagen, okay, gut, dann würde ich 50 Euro raushauen, das wäre kein Ding. Aber in der aktuellen Situation. Ja, hat die da die Vari, aber in der Situation, er langt sich schon den Kopf. Er kann auch diesen ewigen Lügending nicht mehr ertragen. Der hört sich das jetzt seit Wochen an. Und man sollte eigentlich sollte man so Compilation zusammenstellen. Von da, wo Rainer das erste Mal bei dem im Stream war, zu jetzt. Wie sich die Einstellung dieser Leute Rainer gegenüber geändert hat. In deinem aktuellen Wetter ist es einfach nicht machbar, weil es ist für mich eine ganze Übernachtung im Hotel. So. Weißt Rainer. du, das ist auch nur, wenn ich Glück habe. Rainer. Guck mal, halt mal kurz die Backen, Mann. Halt. Yes! Jetzt geht's los. Einwandfrei. Da muss ich ihm nicht immer mehr sagen, dass er sein Schandmaul halten soll. Dann macht's er. Ja, Rainer, halt die Backen. Mal ganz kurz die Backen. Du spende einfach dieses verfickte Geld. Entschuldigung, TikTok sportlich. Und mach das einfach. Scheiß drauf einfach. Yes. Bam. Bam. Einfach den Bullshit überhaupt nicht akzeptieren. Nicht zum Diskutieren anfangen. Einfach sagen, halt's Maul. Du machst es jetzt. Thema beendet, wie der Rainer sagen darf. Einfach. Mach das einfach. Wenn ich das gerade schon wieder mir hier anhöre, scheiß drauf einfach. Mach das. Frag mich, wie ihr euch Guck. das vorstellt. Ich stelle mir gar nicht vor. Mach Du gehst auf dein Online-Banking, fügst die IBAN von dem Hospiz da ein, gibst Betrag 50 ein, Verwendungszweck Spende, absenden, fertig. Das ist eine Sache von einer Minuten. das Dazu, einfach. Rainer. Und fertig. Hör zu, Rainer. Ja, hör zu. Wir haben dir auch hier eine Plattform gegeben und ich glaube. Eben. Sie haben ihm da eine Plattform gegeben. Sie haben ihm eine Plattform da gegeben, weil sie ans Gute in ihm geglaubt haben. Weil er ihnen Like getan hat, weil sie keine Ahnung vom Game gehabt haben. Und jetzt hockt er da. Ich weiß nicht. Ich bin ja der arme Drachenlord. Du kommst auch gerne hierher zu uns, ja. Aber Fakt ist, ja. Fakt ist, Rainer, und jetzt kommt mal richtig jemand, der Fakt ist, sagt und danach nicht lügt. Bitte aufgepasst, Rainer. So wird's gemacht. Das ist, was kommt, wenn man Fakt ist, sagt. Es gibt so gewisse Sachen, wo wir einfach nicht zugucken und wo wir uns auch nicht die Taschen vollhauen lassen. Beweis uns bitte, ja, guck mal, ich sag bitte dazu, ich möchte von dir die Spende, möchte ich wissen und sehen, ja, schick uns einfach, sage ich jetzt einmal, was weiß ich, wie du es überwiesen hast, tu alles schwarz machen, ist mir auch egal, und das Video, wir werden morgen ein Video hochposten, ja, und das möchte ich auch, dass du das teilst und nochmal veröffentlicht und einen Kommentar abgibst, ja, und jetzt beweis dich mal, ja, gib einfach auch mal was zurück von dem, was du bis jetzt bekommen hast. There we go. Ich finde es großartig, ich brauche kaum. Das ist ein super entspanntes Reaction-Video. Ich brauche ja kaum was zu sagen, weil die 3 Leute sagen es ihm ja schon. Die sagen es ihm ja schon. Genau so ist es. Punkt. Guck mal, du sollst dich, genau, das ist das, weißt du, du musst dich mal einmal, wie gesagt,
beweis dich mal einmal, wir haben dich hier gesagt, wir haben dich gelassen, wir haben dich reden lassen, wir haben dich machen lassen, tun lassen. Lügen lassen. Beweis Ja, ich dich, will das hören, ne? mach. Wenn ich das schon wieder höre, hat er gerade, wenn ich das schon wieder höre, gesagt? Boah, Rainer. Alter. Dafür eigentlich gleich eine Orientierungsschelle. Aber Vorhand und dann Rückhand. Ja, das ist ob. Diese Leute nehmen ihn in ihren Stream auf. Leute, die eine Mordsreichweite auf dieser Kackplattform haben. Nehmen ihn da auf, beschützen ihn. Halten ihm den Rücken frei. Sagen, wir helfen dir. Wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Ganzen, dass du was ändern willst an deinem Leben. Wir helfen dir dabei. Wir unterstützen dich da. Bla bla bla. Und dann verlangen sie das erste Mal was von ihm. Sie verlangen das erste Mal was von ihm. Und dann kommt, wenn ich das schon wieder höre. Alter, an dem seiner Stelle würde ich vollkommen. Ich begreife nicht, wie der Jason da so ruhig bleiben kann. Mit Respekt, dass er so ruhig bleibt, die da komplett eskalieren. Die da komplett eskalieren. Du das hörst oder nicht hörst, darum geht's nicht, weißt du. Mach das einfach. Tu das mit supporten. Warte. Ich muss beweisen, dass ich etwas Gemeinnütziges, Organisiertes unterstütze. In einer Zeit, in der ich nichts habe und vermutlich aufgrund dessen auch wieder. Rainer, du hast so ein Boardtalk 30 € für ein Computerspiel ausgeben, obwohl du hunderte von Computerspielen besitzt. Obwohl du mit deinem hier Let's Play von Hogwarts Legacy noch nicht durch bist. Also es ist jetzt auch nicht, es sieht auch nicht die Ausrede von wegen, ihr braucht es wegen meinem Content etc. Und jetzt erzählst du uns hier, ja, ich hab ja nichts. Auf der Straße pennen muss. Das ist meistens so, wenn du was Gutes tust, dann kriegst du was zurück. Und das Hauptproblem, ja, aber das Hauptproblem an der Stelle ist, da gibt's kein Das Hauptproblem, aber hör zu, immer eine Ausreden, bla 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 bla. Hier, Silvana kam, man hört ihn immer nur schnaufen, wenn ihm gerade alles nicht gefällt. Genauso ist es. Problem. Das einzige Problem ist, wenn du was Gutes tust, dann kriegst du es zurück. Einfach. Mach was Gutes, dann kriegst du es zurück. Ich habe das mein Leben lang gemacht. Und was hast du dein Leben lang gemacht? Wo hast du dein Leben lang denn Gutes getan? Wo? Ich bitte um Beweise. Hast du Gutes getan, wo du deine Haustiere verhungern hast lassen? Oh, ich glaube ja nicht. Was habe ich zurückgekriegt? Das weiß ich nicht. Rainer, du hast genau das gekriegt, was du verdient hast. Und noch viel zu wenig. Ganz ehrlich, das, was du die letzten Jahre abgekriegt hast, du hättest einfach nur viel mehr verdient. Du hättest noch viel mehr verdient. Du hättest deinen Arsch so voll kriegen müssen, dass du nicht mehr da auf der Parkbank sitzen kannst und um Barne betteln. Du hättest so brutal leiden müssen, dass du auf Knien flehend zur Obdachlosenunterkunft gekrochen wärst und sagst, bitte, bitte, bitte gibt's mir einfach irgendein Trockenstück Brot und ein Bett. Ich kann nicht mehr. So hättest du leiden müssen. Stattdessen schippt man dir die Barren in den Arsch, damit du nach Sylt fahren kannst, du fetter Fettbeitel, du Geisliger. So lange kenne ich dich leider nicht. Deswegen sind wir gerade bei jetzt und hier. Und das ist halt was, weil ich selber sage das, was ich und der Kartell einfach, was wir selber auch denken. Bei uns ist es so, wir haben selber nicht so viel Zeit. Also die anderen, wo dieses Drachengame und alles, was weiß ich was da, seit diese Jahren mitmachen und alles schön und gut und so, wir sind da nicht so. Wir sind viel schneller. Bei uns ist es einfach, also mach die Sachen mit, tu die Sachen machen, mach was Gutes. Wir geben uns die Scheiße nicht so lang. Ja? Bei uns dauert das keine 10 Jahre. Abgehakt. Mach. Das ist das, was ich dir sage. Geil. Und, Jason, ja? Ich möchte bitte was dazu sagen. Rainer, hör zu. Hör auf zu labern und mach den Scheiß einfach. Fertig. Du redest schon wieder von dir. Es ist so gut. Klonter feiert es auch. Aber es ist genau das Richtige. Es ist genau das Richtige.
halt die Backen, hör auf zu labern und mach einfach. Jason, hör zu, ja? Und das ist auch das, was Rainer fehlt. Die ganze Scheiße, die hat erst angefangen, als Rudi das Zeitliche gesegnet hat. Weil davor war Rudi derjenige, der so mit dem geredet hat. Rainer halt's Maul, Rainer hockt die hi, Rainer gib er Ruhe. Rainer nein, Rainer aus, Rainer pui. In dem Moment, in dem der einen Arsch hochgemacht hat, ist die komplette Rainer-Geschichte komplett entgleist. Weil er einfach jemanden braucht, der ihm das schafft. Und zwar jeden Schritt an jedem Tag. Rainer, jetzt stehst auf. Jetzt hockst du hier, jetzt frühstückst. Jetzt gehst du da hier, jetzt machst du das. Dann kommst du heim, dann gibt's Mittag, dann gehst du wieder hier, dann machst du das auf die Nacht, gehst ins Bett und jetzt hältst dein Maul. Wenn das nicht stattfindet, passiert das, was wir heute als Drachen-Game kennen. Der braucht das. Und deswegen sage ich seit Monaten, der Mann braucht einen gesetzlichen Vormund. Und zwar einen mit Eiern. Also es kann auch eine Frau sein, aber Eier muss die Person haben. Also sagt Rainer, dann halt dein Maul. Hock die hier, gib er Ruhe. Nochmal, wenn der jetzt wieder aufhängt mit mir, hau den runter. Unser Stream ist nicht nur auf Rainer basieren. Also wir machen diesen Stream nicht nur auf Rainer. Verstehst du, was ich meine? Da ist er rausgegangen. Nicht euer Ernst. Ist er jetzt echt raus? Ist er jetzt echt raus? Okay, und jetzt Rainer, genau. Guck mal, Rainer, hör zu. Guck mal, Rainer, hör ganz genau zu. Du hast jetzt, Rainer, du Ey, jetzt hat er klare Ansagen gekriegt. Und was macht er? Der große Konfrontationslord, der sich ja, der keine Angst hat, sich mit allen Leuten anzulegen. Er. Der Meister der Konversation, dem Henk so krass unterlegen war. Kriegt er mal eine anständige Ansage. Geh. Wenn ich mich nicht mehr lieb hat, dann geh ich halt jetzt. Ja. Es ist köstlich, es ist köstlich. Und der Klonter kommt aus dem Feuer nicht mehr raus. Geil. Du hast die Möglichkeit, hör ganz genau zu. Du hast die Möglichkeit. Das bekommst du so einmal. Der Katal hat die Schnauze voll, aber gestrichen. Und zurecht. Und danach, wenn du das nicht mitmachst, wie gesagt, diese Plattform auch auf TikTok und so, kannst du dann den Hase geben. Kannst du dem Hase geben. Bombe. Guck mal, wenn du willst, ja, du kannst den Leuten, weil du sagst mal, du wirst dich ändern, du wirst machen, du wirst tun. Und so. Ich habe gesagt, wir sind nicht so. Wir geben uns keine 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Niemals. Bei uns, wir haben uns ein bisschen angeschaut, 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, mein Kopf dreht sich, ich sage mir, okay, das zieht nicht. Ganz einfach, wenn du das mitmachen willst, wenn du willst, wie gesagt, du kannst das machen, du wirst dabei sein können, du sollst Fitness machen, du sollst eine Umstellung machen, du sollst dich von mir aus gesund ernähren, du Friseur gehen, mach alles. Wenn du Social Media machen willst, mach das gescheit oder lass es bleiben. Boom. There we go. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das könnt ihr komplett vergessen im Übrigen. Jason, ich glaube nicht dran. Ganz ehrlich, sollte das passieren, sollte tatsächlich Rainer sich jetzt zusammenreißen und das wirklich durchziehen, mit deren Hilfe sich aus der Scheiße rauszuziehen, den Hater-Content bleiben lassen, die Bettelei, die ganze Provokation, den ganzen Klump. Sich ehrlich irgendwann einmal dahinstellen und selbst reflektiert sagen, du, das war alles Scheiße, was ich gemacht habe. Und da gibt es jetzt auch kein Aber und kein gar nichts, es war einfach erbärmliche Scheiße. Ich habe jahrelang irgendwelche Leute um ihr Geld betrogen und angebettelt und mich wie die hinterletzte Wildsau verhalten. Und das ist eigentlich nicht entschuldbar. So, ich versuche es einfach ab jetzt besser zu machen, aber alles, was bis jetzt passiert ist, war einfach absolute Gülle.
Und ich reiß mir jetzt zusammen, zwicke den Arsch zusammen und ab durch die Mitte. Und dann nimmt er deren Hilfe an, ändert seinen Content mit deren Hilfe, schaut, dass er diese Angebote annimmt, die ihm so viele Leute gemacht haben, um sein Leben wieder auf die Kette zu kriegen. Dass er Sport macht, dass er sich besser ernährt, den ganzen Rest. Wenn er das durchzieht, Chapeau, dann mache ich positive Videos über den Rainer. Ich glaube es nicht. Der lässt sich jetzt von denen ein bisschen was sagen, weil sie ihn jetzt richtig überrollt haben und weil er Schiss hat, dass sie ihn tatsächlich auf TikTok fertig machen. Weil die Leute, die haben mehr zu sagen auf TikTok, glaube ich, wie er. Und die ganze Aufmerksamkeit und die ganze Plattform, die sie ihm gegeben haben und die ganze Reichweite, die er jetzt generiert hat durch den Stream mit denen, die kann sie ganz geschwind ins genaue Gegenteil wenden, wenn der da jetzt nicht dergleichen tut. Und da geht ihm jetzt der Stift. Einfach. Wenn du diese Sachen erfüllen kannst, bleib da. Wenn du die Sachen nicht erfüllen kannst, wie gesagt, ich bin der Hater der Generation hier TikTok. Einfach aus dieser Grund, weil ich habe gesehen, wie du in der Form gerade handelst. Wie gesagt, es könnte jetzt sein, dass er tatsächlich das alles tut und dass er in einem halben Jahr da sitzt und sagt, ich habe schwer Unrecht gehabt, dem armen Rainer wirklich Unrecht getan und dem Jay und dem Katal und sagt, es wird nie funktionieren. Kann sein, dass ich da in einem halben Jahr da sitze und ihr dürft mich Lügen strafen. Ich glaub's nicht. Es wird dieselbe Scheiße sein wie jedes Mal. Jetzt ist er ein bisschen eingeschüchtert, weil sie ihn sauber überfahren haben. Und jetzt denkt er sich, ach scheiße. Aber irgendwie muss ich da schauen, dass ich, Dreck und die guten Barren, die jetzt da über die Situation reinkommen, sagen, schlecht. Und das geht jetzt dann vielleicht eine Woche. Maximum. Vielleicht 2 Wochen. Wenn man ganz, glaube ich fast nicht. Geht es? Und dann wird es ihm zu anstrengend. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe wieder zu provozieren und betteln über, weil da muss ich nicht arbeiten dafür. 100%. Wenn du so handelst, ich sag dir das einfach. Vielleicht hast du gedacht gehabt, du kommst einfach hierher und machst hier bla 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 bla. Zieht nicht. Wie gesagt, du kannst gerne hochkommen. Komm gerne hoch, wenn du sagst, du willst das machen. Wie gesagt, die Leute werden das zulassen. Wenn du sagst selber, du kommst hier hoch, du sollst Sport machen, du sollst deine Sachen machen. Du sollst nicht mehr betteln, das ist eine Voraussetzung. Du sollst nicht mehr betteln. Wenn du das alles machst, komm gerne hoch, zeig den Leuten, dass du dich ändern willst. Wenn du das machst, Khalas, wir sind da. Mach's. Geil. Finde ich gut. Wie gesagt, wenn der sich um 180 Grad dreht und in einem Jahr ein komplett anderer Mensch ist und anständigen Content macht und den ganzen ekelhaften Scheiß, ich glaube, viele Leute könnten vergeben. Im Internet es ist schon vielen Leuten vergeben worden im Internet, die richtig Scheiße gebaut haben. Es ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube halt nicht dran. Machst du das nicht, nimm dich auseinander auf dieser Plattform hier. Sag ich dir. Einfach so. Wie gesagt, du kannst dir das Und dann haben wir wieder den üblichen Werdegang eines Haters. Der am Anfang was Gutes wollte, irgendwann gemerkt hat, was er für deren Spross ist und dann wirklich einfach jede Faser seines Körpers hasst. Großes Kino. Großes Kino. So, sorry, ich habe kurz Pause machen müssen. Der Akku von meinem Headset ist ein Hater. überlegen. Du bist runtergegangen, du kannst dir überlegen, komm selber hoch. Wie gesagt, die Leute werden dir diese Möglichkeit eventuell geben. Jetzt so. Kommst du hoch, zeigst du, dass du ein Mann bist. Wie gesagt, das ist die Möglichkeit, die du selber hier bekommst. Trau dich, komm zu uns. Und den hat er sich jetzt nicht verkneifen können, der gute Klonter.
Einwandfrei. Wie gesagt, wenn du das machen willst, das ist eine Möglichkeit, die bekommst du einmal. Das Ganze würde losgehen am 17.04. Ab da gescheite Sachen machen. Moment, aber er gibt ihm jetzt tatsächlich einen kompletten Monat Vorlaufzeit. Okay? Das geht los am 17.04. Ich sag's euch, wann es endet. Am 18.04. Ansonsten, okay, da bist du ja. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Der ist wirklich gekommen, Leute. Willkommen zurück. Mhm. Mhm. Oh, wie klein der Mund ist. Oh, wie klein der Mund ist. Was sagst du dazu? Thorsten, ich mach dich kurz runter, ja? Geht das? Alles gut. Bis später. So, Rainer, Thorsten, Entschuldigung, bis später. Rainer, hör zu. Wir wollen dich nicht angreifen oder irgendetwas. Aber wir haben auch gesehen, dass gewisse Sachen falsch laufen und dass du uns auch uns, ja, versucht hast, nicht ganz die Wahrheit zu sagen, Mann. Ja, das ist aber bei gelinde gesagt, sagen wir es mal so. Er hat euch einfach Vollgas angelogen. Er hat euch Vollgas angelogen. Mal, ja, und hör zu, irgendwann ist der Punkt da, ich muss dir ehrlich sagen, ja, irgendwann ist der Punkt da, wo wir ganz einfach sagen, ey, macht es einen Sinn noch? Na klar macht es Nein, macht das nicht. einen Sinn, ja, in dem Also ich finde es löblich, dass er es trotzdem probiert. Ja, also das spricht für euren guten Willen und euren Charakter. Und dass ihr tatsächlich keine Dummschwätzer seid, sondern dass ihr tatsächlich Leuten helfen wollt. Alles gut. Aber bei ihm macht es keinen Sinn. Ist vergebliche Liebesmühe. Haben schon so viel Leid probiert. Es haben schon so viel Leid probiert. du ganz einfach auch mal einen Schritt auf die ganzen Leute machst und einfach mal sagst, ja, hör zu, ich mache das ohne Wenn und Aber. Wir diskutieren über 50 Euro, Mann. Vielleicht hast du die Möglichkeit nicht. Ich verstehe dich, ja. Vielleicht sagst du, ey, ich hab's Geld aktuell nicht, ja. Aber. Guck mal, ja. Also, ja, Jason, ja, okay. Guck mal, einfach, wie gesagt, zu diesem Punkt, da reden wir jetzt gar nicht mehr so viel. Zu diesem Punkt, du wirst einfach so spenden. Zu diesen anderen Punkten, was ich gerade gesagt habe, wenn du hoch bist. Wirklich daran, bei mir liegt es halt daran, dass ich halt auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht will. Ich habe hab in der Vergangenheit ja auch gespendet. Oh, jetzt wird er weinerlich. Aber es ist doch gar nicht so, dass ich nicht spenden will. Doch, es ist so, dass du nicht spenden willst. Weil du noch nie irgendwas wieder hergeben hast, was du mal in deine kreisligen Fettgriffel gekriegt hast. Du willst nicht. Du willst nicht. Und du findest es gerade fürchterlich ungerecht, dass diese Leute, die du als ja praktisch deine eigene Internetpolizei benutzt hast die letzten Wochen, dir sagen, du Rainer, das läuft so nicht, gell? Also wir sind nicht deine Fifis. Und was mir jetzt sagen, das wäre das gemacht. Und Aber ich will ja gar nicht, es ist, kann man bitte einer sagen, warum diesem Mann bei seiner letzten Scheiß-Verhandlung nicht die Mündigkeit abgesprochen? Es ist doch unfassbar. Ich weiß, das ist ein fürchterlicher Prozess, jemandem die Mündigkeit abzusprechen. Aber es ist möglich und es ist in manchen Fällen auch notwendig. Und in diesem Fall ist es notwendig. Offensichtlich, der Mann ist nicht lebensfähig alleine. Der ist auf dem geistigen Niveau von einem 7-Jährigen, der da hockt und jetzt in einem weinerlichen Ton versucht, einen auf Mitleid zu machen, wie die Mama, die ihn geschimpft hat und dann hat er zum Flenner angefangen, dann hat er ein schlechtes Gewissen gekriegt und hat er mal Wurstsemmel ins Gesicht gedruckt. So läuft es im Erwachsenenleben nicht, Rainer. Und du kannst jetzt der Flenner so viel wie du willst. Ich glaube, dass die zwei die Fresse ganz gestrichen dick haben. Ich habe es halt dann in die große Glocke gehängt, es geht auch keinem was an, was ich mit meinem Geld mache. Aber für mich hängt das halt wirklich daran, entweder habe ich 50 Euro zum Pennen in einer Unterkunft oder was, oder ich friere mir den Arsch ab. Das hat ja nichts mit gut und negativ. Ja, ich habe es verstanden. Alles gut, ich habe es verstanden. Also zurück zu dem, was ich gesagt habe. Wenn du das machen willst, du wirst die Möglichkeit bekommen. Ich habe dir vorhin gesagt gehabt, du wirst Sport machen sollen, du wirst dich
gesund ernähren, du willst versuchen zu schauen, dass du was Richtiges machst. Wenn du Social Media diese Scheiße machst, machst du es nur mit einem richtigen Content. Wenn du auf deinen Account Battle. Ganz ehrlich, wenn er das tatsächlich zu seinem Content macht, ja, mein Wandel vom Dirnenspross zum Social Media Menschen. Da habe ich ja überhaupt kein Problem damit, wenn er damit Geld verdient. Wenn das guter Content ist, sei es drum. Bettel nicht nach Geld, bettel nicht. Wenn du was Gescheites machst, werden die Leute dir was vom Herzen spenden. Einfach. Das sind die Sachen, wo ich dir sage, wo man dir in der Form anbieten kann. Das werden wir alles dokumentieren per Videos und die ganze Community, die Leute auf TikTok, die Leute von Ofi, die Leute von den ganzen anderen, alle, die wo Social Media machen, auch Inge und was weiß ich, wie die alle heißen, ja, alle miteinander. Die werden das alle sehen und Henk, die werden das alle sehen können und verfolgen dich auf Schritt und Tritt. Wenn du einen Patzer machst, wir sind da. Wie gesagt, merkt ihr diesen Namen. Ich möchte mal ganz kurz der TikTok-Generation auf etwas eingehen. Mr. X, du sagst, Jason und Kadai bedrohen und erpressen Drache. Nein. Nein. Jetzt mal ganz ehrlich. Bedrohen und erpressen überhaupt niemanden. Die sagen halt einfach bloß, hey, nicht mit uns. Wir spielen das Spiel nicht. Ganz ehrlich, hier, wenn man jemanden zu sich nach Hause einlädt, was sie ja praktisch gemacht haben, in diesem, wenn es zu Hause jetzt, wenn man den Stream jetzt aus hier zu Hause nimmt, wenn man jemanden zu sich nach Hause einlädt und der geht bei dir aufs Scheißhaus und druckt einen Mordshaufen ab und spült nicht runter und putzt die Schüssel dann auch nicht. Und du gehst da rein und da liegt der Riesenhaufen, alles ist verschissen. Dann kannst du zu dem hingehen und sagen, hier Spezi, du kommst jetzt her, spülen, Bürsten in die Hand nehmen und du Radigams. Weil ansonsten kriegst du einen Arschtritt und zwar einen gewaltigen. Und da ist überhaupt nichts Verwerfliches da. Der hat sich seit Wochen bei denen in diesen Stream reingezeckt. Und jetzt da er sie aufhören wieder wie er Wildsau. Wenn ich das schon höre. Na. Einfach na. Scheiß auf den. Ey, wir erpressen hier niemanden und bedrohen hier niemanden, ja, sondern es geht ganz einfach darum, es gibt, hört zu, nochmal, wir sind alles Menschen und wir müssen das Herz an der richtigen Stelle haben und wir müssen auch, ja, bei gewissen Sachen zusammenhalten und unterstützen, ja, und ich bin der Meinung, wir haben heute 2-3 Mal drüber geredet, Rainer, mach mit, ja, und ich möchte da auch keine Gegenworte dann hören, in dem es heißt, naja, ich weiß, okay, das war vielleicht in deiner Vergangenheit. Deine Vergangenheit interessiert mich nicht. Ich kenne dich ja gar nicht aus deiner Vergangenheit. Ich kenne dich seit einer Woche. Ich kenne dich von jetzt und das ist das, was wir gesehen haben und wir sind da nicht so. Also wir haben da nicht so diese Zeit, auch nicht diese Geduld und diese Dinger, weil wir machen andere Sachen noch hier mit. Also wie gesagt, dann zurück zu dem wichtigen Thema. Wenn du sagst, wie gesagt, wenn du sagst, dass du das mitmachst, dann ab den 17.04. Chat, ganz genau zuhören. Ab dem 17.04. fangen wir an, dass du Sport machst, dass du einfach normal wirst. Und wir wollen dann in dieser Zeit bis dahin zu diesem Monat keine Bettlerei sehen, keine Dinger hier sehen. Einfach das. Und die Leute würden das sich geben. Die würden schauen, ob du das mitmachst. Also wie gesagt, die sagen das dir hier, ändere dein fucking Leben einfach. Ändere das, probier das jetzt. Mir ist es scheißegal, ob du das 10 Jahre nicht gemacht hast, 20 Jahre nicht gemacht hast. Ich war vor 10 Jahren nicht da. Kadai war vor 10 Jahren nicht da. Wir sind jetzt hier. Und was uns ein bisschen unterscheidet, wir sind richtige Motherfucker, wenn es darum geht. Also, TikTok sportlich. Natürlich alles nur Spaß. Okay? Nimmst du das an? Ich werde es versuchen, so gut. Nein. Hier. Yoda. Machen oder nicht machen. Versuchen gibt's nicht. Wie ich kann, werde ich auf jeden Fall mitmachen und ich werde kann nicht mehr sprechen. Und ich werde mir Mühe geben, was ich machen kann, mache ich. Aber ich versuche, ja. Ich versuche es. Mehr kann ich nicht versprechen. Chat, ganz kurz, macht alle jetzt kurz
Bildschirmaufnahme. Sagt mir, wenn ihr alle Bildschirmaufnahme machen, weil ich brauche das auf Video, dass es auch alle haben. Am Ende des Genau. Man braucht es bei Rainer immer auf Video. Tages, Leute, wenn der es nicht hinbekommt, wir sind die Ersten, wo wir ihn auseinandernehmen. Macht alle Bildschirmaufnahmen, Leute. Ja, was heißt, wenn ich's nicht Okay, hinbekomme? hört Wenn ganz ich's- genau ich jetzt werd's alle zu. versuchen. Ja, Also, versuchen kann ich's Rainer nicht. hat gesagt, ab dem 17.04. wird er anfangen mit dem Sport, mit den Sachen machen und er wird auch jetzt nicht mehr rumbetteln und das ganze Zeugs und wird versuchen, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Wie gesagt, wir sind dabei, wir schauen uns einfach an. Wenn er das nicht hinbekommt, wir sind die Ersten, wo wir auseinandernehmen. Wie gesagt, so schnell wie er hier war, so schnell ist er dann auch weg von dieser Plattform hier. Einfach. Wir gucken uns an, wie gesagt, also wir haben nichts zu verlieren. Wer was zu verlieren hat, ist er selber. Okay, sind wir dann fertig mit dir oder hast du noch was? Er wird jetzt sagen, ja, ich ziehe da durch, ich mache das mit euch, bla bla bla. Und wenn es darauf ankommt, genauso jetzt bei der hier Henk, ich hau dir die Schnauze ein. Wenn es darauf ankommt, dann hockt er wieder da und sagt er, ja, ich weiß ja nicht, weil ich bin ja, ich muss weg. Was? Wo du hier was sagen willst zu den Leuten vielleicht? Wie gesagt, Wieder die Schnauferei schon wieder. ich habe eigentlich jetzt alles gesagt, denke ich, was ich sagen wollte. Ich Will er sie jetzt wirklich rausreden? Er hat jetzt gerade gesagt, ja, hier macht es. Hier, der Jason sagt, okay, Leute, wir wiederholen das jetzt nochmal für die Kamera. Ihr macht jetzt eure Videoaufnahme auf. Es ist ja vollkommen wurscht, weil es wird ja hier beim Inge gespeichert. Ihr nehmt das jetzt auf und dann sagt er das nochmal, damit wir das auf Video haben. Und dann kommt, ja, ich habe eigentlich alles gesagt. Ich will das jetzt nicht nochmal sagen, wenn es die ganzen Leute aufnehmen. werde es, wie gesagt, versuchen, wenn es hinhaut. Ich werde mir Mühe geben, mehr kann ich nicht machen. Okay. Wirst du spenden, So weit bin ich Rainer? nicht. Bitte? Wirst du spenden? Ich werde was spenden, ja. Okay, das haben wir jetzt auf Video gehabt. Man wird sehen. Aber die Höhe kann ich jetzt im Moment nicht bestimmen. 1,70 € hat einer geschrieben. Das Du muss ich wirst, sehen, du, wie die Zeit zu du dem wirst, du Zeitpunkt wirst, ist. du wirst spenden. Leute, glaub mir das, er wird spenden. Ich werde was spenden, aber ich kann noch nicht sagen, wie hoch. Das sage ich dazu. Weil es kommt darauf an, wie ich in dem Moment aufgestellt bin. Okay. Okay, gut. Du wirst, Damit alles können wir gut. schon mal arbeiten. Wirst Also, du wie gesagt- das Video morgen teilen, was wir haben? Und Das hatte ich ja schon zugesichert gehabt. Vorhin. Genau, das Video für morgen bitte geteilt haben. Das auf jeden Fall das machen. Und wie gesagt, du bist an uns gekommen. Wir haben uns angehört. Wir sagen, hey, die Menschen sagen vielleicht, du änderst dich nicht. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt daran glaube. Sage ich nicht. Aber wenn du das sagst, dass du das machen willst, du bist von eigener Hand hochgekommen. Hier. Von selber bist du hochgekommen, obwohl du runter bist. Das heißt schon mal, dass du da ein bisschen dir Gedanken darüber, sage ich mal, gemacht hast. Wie gesagt, am Ende des Tages, wenn das alles nicht passiert, nicht eintrifft, am Arsch. Das ist das, was ich dir so in dieser Form sage. Wie gesagt. Und da gucke ich an auch, dass Ofi und die ganzen anderen auch alle, dass wir da vernetzt da in dieser Form sind, dass einfach das gezeigt wird. Wie gesagt, du sollst den Leuten das zeigen, weil sagen, reden, wenn da keine Taten folgen, dann, wie gesagt. Ja, aber das ist das Drachengame seit 10 Jahren. Bla bla bla, den ganzen Tag, die Waffel offen, aber passiert ist halt nie was. Großen angekündigten Formate, die immer bloß 1, 2 Folgen gehalten haben. Ich glaub da noch nicht dran. Wie gesagt, wenn er das durchzieht, werde ich ihm das auch zugestehen. Und dann mache ich auch ein Video drüber. Das sage ich hier, Respekt, Rainer hat durchzogen. Einwandfrei. Also ich werde danach nicht weiter kontinuierlichen Content über Rainer machen, wenn er tatsächlich, ne? Wenn er tatsächlich sich ändert, weil dann habe ich ja mein Ziel erreicht praktisch. Ne? Aber ich glaube das nicht.
Ich weiß nicht, wie ihr alle das hier die Jahre mitgemacht habt. Bei uns, wir haben nicht diese Zeit. 2 Wochen, 3 Wochen ist bei mir schon zu viel. Mein Kopf macht schon so. Okay, dann würde ich mal sagen, also ich wünsche dir auf jeden Fall dann schon mal eine gute Nacht. Du wolltest schlafen gehen, glaube ich. Hast du gesagt, du bist nicht so lang, oder? Ganz kurz. Ich schlafen. möchte bitte einen Beweis haben. Also hör zu, Rainer. Du kannst mir auf Insta gerne die Quittung schicken. Er kann doch die Quittung zeigen. Jeder kennt doch seine IBAN schon. Er hat doch seine IBAN schon veröffentlicht. Dann kann er sich doch da auch gar nicht mehr leaken. Also kann er dann doch auch zeigen, wenn er was gespendet hat. Chris der B. rein hier auf 500 € raus. Der Überweisung, die will ich auch sehen. Du kannst von mir aus alles schwarz markieren. Hör zu, Rainer, nochmal, ja. Du hast gemerkt, ja, du interessierst uns wirklich nicht. Wir möchten einfach, sage ich jetzt einmal, dass du vielleicht auch mal einsiehst, dass du in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hast, ja, und vielleicht schaffen wir das, ja, dass man dich vielleicht auch mal irgendwann mal ernst nehmen kann und vielleicht findest du auch den richtigen Weg. Das ist gespenstisch naiv, aber die Möglichkeit verschwindend gering, aber besteht. Und wenn wir es nicht schaffen, nehmen wir dich hier auseinander. So. Ihr werdet nicht müde, ihn dabei zuzuhören, wie er sagt, wir machen das, aber wenn es nicht hinhaut, nehmen wir dich auseinander. Das ist ein Statement, was ich immer dazu habe, dass es in meinem Kopf bleibt. Okay. Ja. Das ist das, was ich dir gesagt habe. Das ist das, was ihr bekommt. Auch die Zuschauer, die anderen auf YouTube, egal wie. Wie gesagt, das hat man in 10 Jahren nicht geschafft oder in 15 oder in 20 Jahren. Keine Ahnung, vielleicht schaffen wir das jetzt auch nicht. Aber wir sind schon mal so weit gekommen, dass wir so weit hier sind, dass dieser Mensch hier dann hier in dieser Form jetzt überhaupt zuhört. Ich weiß nicht, ob ihr das in den ganzen Jahren, seitdem das Drachen-Game gibt, sowas schon erlebt habt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, wie gesagt, verbreitet diese Nachricht. Falls er es nicht schafft, werden wir alle da sein. Wie gesagt, Hater, Jason, der Generation TikTok mit Kartal für alles, was drumherum ist. So geil. Wir haben es alle gesagt. Früher oder später sind es Hater. Noch ist er kein Hater, weil Rainer noch nicht verkackt hat. In einem Monat ist es dann soweit. Das heißt, wenn ich ihn nicht erwische, erwische ich Kartal. Wenn Kartal ihn nicht erwischt, erwische ich ihn. Problem. Überall. Ganz TikTok. Dann, würde ich sagen, wünsche ich dir eine gute Nacht. Und, wie gesagt, diese Spenden-Dingsbums da muss man schon Beweis haben, auch für die Leute, weil ich keinen Bock habe, die Leute dann nachher zu erklären, hey, hat er nicht. Einfach. Nein, ich schreibe dir jetzt dann auf TikTok hier bei Insta und dann schickst du mir einfach das Bild, bitte. Ja. Also wie gesagt, egal wie hart. Oder wie kleinlaut er geworden ist. Alter, wie geil ist das? Wie geil ist das? Dass ich sowas nur erleben darf im Game. Dass ihm Leute einfach rund machen und der halt einfach sein Maul und wird kleinlaut. Weil er ganz genau weiß, dass die am längeren Hebel sitzen. Es ist großartig. Mal schauen, wie lange es hält, aber ich genieße den Moment gerade einfach sehr. Wir gerade mit dir reden, das ist alles auf deinen eigenen freien Stücke. Wenn du das alles nicht machst, ist kein Problem. Dann sind wir schon raus, dass du einfach weißt. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, danke. Euch auch. Rainer, sei nicht angefressen, ja? Sei nicht angefressen. Hör zu, das ist keine böse Aktion von uns oder irgendetwas, sondern... Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das ist eine echte Chance für ihn. Guck mal, Rainer, ja, nur damit du es verstehst, bevor du, sage ich jetzt einmal, rausgehst, ja. Wir sind neutral an die ganze Sache rangegangen. Du warst da, du hast lange dich mit uns unterhalten. Wir haben auch sehr viele, am Anfang hatten wir auch sehr viele Leute, die gesagt haben, sag mal, habt ihr einen auf der Waffel, dass ihr das überhaupt macht und warum gibt ihr denen eine Plattform? Nein, unser Content ist so, ja. Wir hören uns alles an und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir sagen, ey, jetzt muss eine Entscheidung fallen.
Ja, und das hat nichts mit dir als Person zu tun, weil ich kenne dich nicht. Ich kann es dir nur ans Herz legen, ja. Denk einfach auch mal daran, ja, dass du vielleicht auch der Gesellschaft mal was schuldest. Ja. Und das für den Chat auch hier nochmal, weil die denken, du bist dann jetzt weg für die Geschichte. Morgen bitte noch einmal hier selber auftauchen, von freien Stücken. Das ist so wie eine Art deine Bestätigung. Die wollen, dass du morgen dann trotzdem nochmal hier auftauchst, dass die Leute, wie gesagt, die Leute werden dich nicht mehr dann richtig damit nerven. Also natürlich werden manche dann damit vielleicht nicht aufhören, aber Ja, wer so viele Hater hat wie Rainer, freilich, ja, da gibt es nur Leute, die dann sagen, hey, komm, uns scheißegal, wir wollen, dass das Game weitergeht und wir haten dann einfach weiter. Solange Rainer nichts Verwerfliches macht und tatsächlich, also wenn der, solange der daran arbeitet, dass er sein Leben um 180 Grad wendet, gibt es von mir kein böses Wort mehr. Wen verarsche ich? Also wie gesagt, zu der Aussage von gerade stehe ich, aber das wird halt nicht passieren. Das wird halt nicht passieren. Ich sitze in 2 Wochen spätestens, sitze ich dann da und dann geht's weiter wie vorher. Weil der ändert sich nicht. Der ändert sich nicht. In dem Moment, in dem es anstrengend wird, springt er ab. du kannst kommen, dass die Leute sehen, dass du da bist. Wenn du nicht auftauchst, kein Problem. Wie gesagt, das ist aus einem freien Stück, egal was wir dir gerade hier gesagt haben. Einfach nur, dass du weißt, wenn du nicht da bist, dann von uns weg. So, einfach. Okay? Hast du gehört? Ja. Okay, super. Dann Dankeschön. wünsche ich dir eine gute Und Nacht. schönen Abend. Ja? Euch auch. Schlaf Dankeschön. gut. Du auch. Okay, yalla. Okay, Leute. Schwierig, ey, ja? Nein, geht. So ist das Leben. Nein, es, Und da war Rainer dann draußen offensichtlich. Ich gesagt, ich schaue es nochmal nach. Der gute Syria hat mir gesagt, bis 1 Stunde 21. Ich check jetzt noch, ob es da noch was Sinnvolles gibt, weil ich glaube, es gibt schon Zusammenfassung von Winklers Liste. Ich mach kurz Pause und dann schauen wir mal. So, liebe Leute, ich habe noch was gefunden und zwar, es ist der Teil, den ich dann gestern auf die Nacht noch gesehen habe. Wo dann hier der Laubsägen-Hater und der Klonter noch mit dabei sind. Und wenn ich mich recht entsinne, ist da, kommt dann der Rainer noch mit rein. Und da geht es dann nochmal um diese Spendengeschichten und da schauen wir auch noch ein bisschen rein. Ich würde dann gerne nochmal auf die Spende zurückkommen, nicht, dass wir das hier irgendwie aus den Augen verlieren oder sowas. Weil es ist immer sehr gut möglich, dass er das dann einfach komplett ignoriert und dann versinkt das Thema einfach im Sande. Ja, dass er danach behauptet, er hat nicht gesagt gehabt, etc., dass er was spendet. Wie meinst du? Dass man das Thema mit den Spenden an das Hospiz bezogen auf Drachenlord, dass man das halt im Auge behält. Weißt du, das ist wichtig. Achso, ich hab doch gesagt, morgen kommen Videos dazu und so. Ich bin da nicht Ja, so. aber also es kann ja sein, dass Drachenlord ja morgen oder also ab morgen oder übermorgen halt hier nicht mehr reinkommt und dann wird er einfach diesbezüglich nicht mehr nachgefragt und dann ist er halt für eine Woche erstmal still. Das kann passieren. oder der blockiert. Naja, oder der blockiert. Das ist ab und zu schon passiert. Ein bisschen. Oh, da ist er ja. Guten Abend. Guten Abend. Naja, ist die Stimmung wieder neutral. Das ist jetzt echt irgendwie eine Stunde, nachdem er das letzte Mal rausgemeldet ist. Ziemlich genau 1 Stunde nach der Aktion, wo sie ihm gesagt haben, hier Rainer, so und so läuft's. Klonter ist wieder dabei. Auf geht's. Also, ich habe schon so halb geschlafen, ich habe nur noch so nebenbei zugehört, deswegen tut mir bitte einen Gefallen. Ihr habt mich nach Sachen gefragt, ich würde kurz darauf antworten, weil ihr das ja gesagt habt, ich soll reinkommen dafür. Und dann würde ich auch relativ schnell wieder abhauen, weil ich bin echt im Arsch. Also, deswegen... Oh, eine von Rainers Lieblingsausreden. Ich bin so müde, etc. Deswegen kann ich dann, ich lasse jetzt mal kurz irgendwie meinen Monolog ab und dann schleiche ich mir wieder, bevor ihr wieder was sagen könnt.
Hahaha. Vorgeführt. Ich habe erst heute ein Video gesehen von Mr. Wissen to Go Geschichte. Ja, da ging es um einen österreichischen Exportpolitiker. Der hat seine Reden immer künstlich in die Länge gezogen, dass sie bis ganz kurz vor die Sperrstunde gegangen sind, damit die Leute abhauen haben müssen und ihm keiner widersprechen konnte. Just saying. Unterbrecht mich bitte nicht. Ich weiß, es ist immer nicht so einfach. Also Folgendes. Erstens, ja, es sind Fakten, dass ich bestimmte Sachen nicht machen kann. Ich hatte ursprünglich mein Laufvideo gemacht, ne? Drache läuft. Das war mein Vlog-Format damals und das Format habe ich warum abgebrochen? Wegen die Haters. Es war wegen die Haters und nicht, weil du einfach ein faules Stück Dreck bist, dass sie gedacht hat, na. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, bei deinem Drache läuft, du bist nicht gelaufen, du bist gewongelt. Du hast zwar damals nur 50, 60 Kilo weniger gewogen wie jetzt. Oder 80. Ja? Aber du hast das nicht mehr gemacht, weil es da zu anstrengend war. Wir haben mitgekriegt, wie du geschnaubt und geschwitzt hast bei der Scheiße. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau daran, wo du versucht hast, das wieder aufleben zu lassen, bei deiner Ranger-Staffel, wo du für 100 Meter bei einer seichten Steigung an Hügeln auf komplett am Ende warst. Dass man wirklich gemeint hat, du liegst jetzt gleich da und dann wird es zeitlich gesegnet. Wo du 200 Meter zu dieser komischen Höhle da hättest sollen, du hast irgendwie zwischendurch einmal eine halbe Stunde Pause machen müssen. Also verzeih mir nicht, dass an die Hater gelegen hat, dass du damit aufgehört hast. Da hast du keinen Bock gehabt. Du wolltest lieber daheim auf der Zahlencouch hocken und der Dreckfresse ins Gesicht schirmen. Und die online mit Barrene bewerfen lassen, während du deine Barrene Bewerfer beschimpft hast. Das wolltest du machen. Deswegen ist das Format gestorben und aus keinem anderen Grund. Weil ich habe das ja fast täglich hochgeladen. Weil du keinen Fast täglich. Bock mehr hattest. There we go. Da ist er wieder. Mein Freund. Erlaub's irgendwann. Nein, ich habe das abgebrochen, weil mir Leute angefangen haben nachzulaufen, mir zu folgen, mir aufzulauern. Aber Rainer, bei Forrest Gump hat es doch wunderbar funktioniert mit dem, dass ihm Leute beim Laufen nachgelaufen sind. Hättest du es halt auch so gemacht? Mich zu belästigen, während ich rumgelaufen bin. Das ist etwas, was viele nicht mitbekommen haben oder viele nicht darauf reagiert haben. Und das ist etwas, was aber regelmäßig wiederholt passiert ist. Weswegen ich dann letzten Endes dieses Format Letzten Endes irgendwann eingestampft habe, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich habe es teilweise nur noch ab und zu gemacht und dann irgendwann habe ich es ganz eingestampft. Das war das Erste. Einerseits Das Zweite, bitte warte, wie gesagt, ich bin müde, ich wollte mich eigentlich hinlegen. So, das andere ist die Aussage mit dem Schwimmbad und so und kleinen Orten und so weiter und so fort. Ja, ihr habt recht, die Hater sind nicht überall. Und nein, das glaube ich auch nicht wirklich. Ja, Rainer, warum behauptest du es dann immer? Du sagst ja, die Hater sind immer überall. Aber es ist nicht selten der Fall gewesen, dass ich auch in kleinen Orten bekannt geworden bin oder gesehen worden bin oder gefunden worden bin. Rainer, da hast du höchstwahrscheinlich wieder selber geleakt. Bei deine ganz tollen Spätzeln, deine Spione, deine Freunde, die du da hast, das alles Hater sind. Siehe zum Beispiel ein sehr aktuelles Beispiel, die Hammerschmiede. Das Birnbaum ist ein kleines Kaff, das hat ein bisschen mehr Einwohner wie Schauerbach vielleicht. Heißt das wirklich die Hammerschmiede in Birnbaum? Alter, ist es irgendwie aus einem Kinderbuch von irgendeinem zugekifften Hippie? Die Hammerschmiede in Birnbaum, willst du mich verarschen? Hammerschmiede in Birnbaum im Landkreis Hinterpfuhlteufel. Hinter den 7 Bergen. Bei den 7. Keine 45, sondern sagen wir mal vielleicht 200 oder so, wenn es viel ist, aber ansonsten wurde ich da auch entdeckt. So, und das, obwohl da wirklich eigentlich auch der Hund begraben liegt. Und trotzdem ist es so. Passt auf, weil ihr gesagt habt, so, ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat, ich habe nicht zugeschaut, ich habe in dem Moment nicht hingeschaut.
Irgendjemand hat gesagt, er würde es feiern mit dem Schwimmbadaktion. So, wenn mir jemand das Ticket kauft und ich das dann durchziehe. Ich würde das durchziehen. Ein Scheiß, du hast in deinem Leben noch nichts durchzogen. Wäre gar kein Ding. Aber, und ich wüsste sogar, wo ich hingehen würde. Aber die Sache ist halt da auch immer das Risiko, dass die Leute da sind. Jetzt im Moment ist das Problem, ich arbeite jetzt erstmal auf Hochtouren dran, meinen Führerschein. Du hast in deinem Leben noch nie gearbeitet und geh mit deinem Führerschein weg. Ich kann gerade keinen Sport machen, weil ich möchte meinen Führerschein wieder haben. Der Jay oben entweder pennt er oder er versucht gerade irgendwie seine innere Mitte zu finden, um nicht komplett zu eskalieren. Zurückzubekommen. Dann bin ich auch mobiler und dann kann ich sowas auch durchziehen und dann kann ich auch zu einem Schwimmbad eine Monatskarte durchziehen. So ist es im Moment das Problem, ich muss erstmal von A nach B dahin. Aber immer wenn er vom Durchziehen redet, was mal genau ist als Scheiße. Es ist alles Scheiße, wenn er von Durchziehen redet. Kommen und da ist immer schon das Problem, vor allem wenn man weiß, dass ich da jeden Monat, dass ich da einen Monat lang jeden Tag hingehe, dass man mir da irgendwann die Leute Irgendwie, irgendwo, irgendwann. hinstellt und dann da wartet, bis ich da bin, auch wenn ich das mit Beweisen so mache. Das sind auch keine Ausreden, sondern das sind Fakten, wenn man sich Es sind schon Ausreden. Jetzt komm, jetzt. Ja. Sagen wir mal ganz ehrlich, es sind Ausreden, Rainer. Vor allem, wenn jemand extra sagen muss, das sind wir jetzt keine Ausreden, dann sind es meistens Ausreden. Typ, Hinterstund, Sparta von der Arbeit haben, wie sonst. Der Freundin fragt, ne, wo warst denn du? Ich war nicht bei irgendeiner anderen, die bumst hab. Ganz gewiss, das muss man jetzt auf jeden Fall glauben. Ah, schlecht gelogen, Rainer. sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, da wird mir wohl auch jeder zustimmen, dass sobald jemand von den Leuten weiß, wo ich bin, und wenn sich 100 dran halten, 101 hält sich nicht dran. Also der erste dann von 100 oder 102 Leuten oder was weiß ich. Also willst du jetzt quasi alles davon abhängig machen, ob du die MPU schaffst, wie es weitergeht bei dir? Ja, genau. Und das ist ja so ein utopisches Ziel. Vielleicht ist es ja, vielleicht weiß er Rainer tatsächlich, dass er diese MPU im Leben niemals bestehen wird. Und schiebt deswegen alles auf nach der MPU. Also wenn ihr den Führerschein wieder habt, dann ziehe ich durch. Da ich den Führerschein nie wieder kriege, muss er nie wieder durchziehen. Einwandfrei, Problem gelöst. Bei dir. Nein, überhaupt nicht. So klingt es aber. Nein, die MPU steht bei mir im Moment an erster Stelle aus logischen Gründen. Nein, Rainer, es sind keine logischen Gründe. Es sind keine logischen Gründe. So, das hat aber damit nichts zu tun. Es geht auch nicht darum, dass ich das dann nur das mache, sondern ich wollte nur damit sagen, dass die MPU ist momentan für mich etwas, was ganz oben ansteht. Aber das geht nicht darum, dass es auch keine Ausrede sein oder sonst was. Ich würde das auch durchziehen, wenn ich die 100%ige Sicherheit hätte, oder von mir aus sagen wir mal die 80, weil 100% ist sowieso unmöglich. Egal in welchem Fall, ob es jetzt um mich geht oder um was anderes. Ja, Aufzählung, bla bla bla, ablenken vom Thema, kommt zu Potte. Geht. Aber sagen wir mal 80% sicher ist, dass mir niemand da auflauern wird, dass mir da niemand irgendwie auf den Sack gehen wird, dass mich da niemand belästigen wird, dann ziehe ich das durch. Das ist kein Ding. Einen Scheiß. Schaffst du? Rainer, Schaffst Guck mal, ohne Spaß, guck mal. Rainer, Das ist Rainer. ein bisschen das Dazu. Genau, und hier bin ich, glaube ich, eingestiegen, weil jetzt, glaube ich, schlägt ihm der Ding vor, dass er eben eine Umgebung schaffen kann, wo er hatefrei trainieren kann. Was für eine Sicherheit willst du, Rainer? Dass du irgendwo trainieren kannst oder wovon reden wir jetzt? Du willst eine Sicherheit, dass du irgendwo trainieren kannst, wo dich keiner irgendwie belästigt oder angeht. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Guck mal, du wirst damit trainieren kein können, Problem. ohne dass du wirst dafür nicht mal zahlen müssen. Du bekommst Ganz Equipment, kurz, du bekommst Jason. diese ganzen scheiß Sachen einfach. Wo bist du, Rainer, eigentlich? Also du kommst aus Franken, ne? Ich bin aus Franken, ja. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Ich bin auch meistens da in der Nähe, weil ich ja auch gewisse Verpflichtungen habe, jetzt aktuell aufgrund meiner Situation, auch teilweise Jobcenter und andere Ämter, die ich regelmäßig aufsuchen muss, wegen verschiedenen Sachen. Der hat nur gefragt, wo du Wegen Geldbettelei, Rainer. Wegen Geldbettelei. Okay, oder? hör Da bin zu. ich hauptsächlich Du im bist aus Bereich Nürnberg, ja? Sozusagen. Also Nürnberg, Nähe ja. Nürnberg, sage ich jetzt mal. Oder Nürnberg wäre ja kein Problem, richtig? Mm,
als zum Beispiel München oder so, ja. Okay, hört Sag halt einfach nein, Nürnberg ist kein Problem, Rainer. Nürnberg ist auch nicht so weit weg. Rainer, du bist letzte Woche nach Sylt gefahren. Da wärst du so hingegangen, dass du von Schauerberg jetzt von der Parkbank oder von der Sparkasse, in der du aufgewärmt hast, nach fucking Nürnberg fährst. Wenn da jemand sagt, im Übrigen, wir schaffen dir hier einen hatefreien, kostenlosen Safe Space, in dem du da trainieren kannst, damit du zeigen kannst, dass es nicht bloß hohles Gelaber war von vorhin. Na, da muss er wieder ein bisschen um den heißen Brei rumreden. Damit er danach behaupten kann, habe ich nie gesagt, etc. Ich habe gesagt, das ist nicht so kompliziert wie München, aber ich habe nicht gesagt, dass es in Ordnung ist. zu. Ich habe in Nürnberg, habe ich ja bei Mettbach trainiert. Ich habe ja selber dort Ein Mettbach. Weil Leute, das ist doch, ganz ehrlich, bin ich in der Truman Show? Wo sind die Kameras? Ich glaube die Scheiße langsam nicht mehr. Wie heißt das tatsächlich? Mettbach in Nürnberg. Wo soll denn jetzt hinschicken, wohin? Das ist unfassbar. Ich schmeiß mich weg. einen Karateunterricht gegeben, ja. Hör zu, ich schaff dir diese Möglichkeit. Das Braucht er alles nicht. Hier, der Rainer, der hat doch 6 Jahre lang hat er doch Kampfsport gemacht hier. Hier, Muay Thai und so, ne? Hat er doch alles gemacht, der Zettler. Braucht er doch überhaupt so noch. dass du trainieren kannst, ohne dass dich einer angeht. Dann ziehe ich das durch. Respekt. Das ist kein Akt, nicht. Ziehe ich durch. Ich hatte auch früher das ja selbst schon versucht, mehrfach auch angesprochen, dass ich sowas wieder machen möchte. Ich bin ja auch, gut, das war vor der Zeit der Hater, 2012, 14 rum, da bin ich auch einen Tag, jeden Tag laufen gegangen. Das wird zwar immer als Lüge abgestempelt, ist aber Tatsache gewesen. Ich bin jeden Tag auf den Kirchen gelaufen, habe eine Strecke gehabt, die bin ich jeden Tag abgelaufen. Jeden Tag. Ob es geregnet hat oder nicht, war mir scheißegal. Ja, und Fakt Das ist, hab ich heute aber siehst du trotzdem so aus, wie du aussiehst, weil du nicht mehr fit bist. Änder jetzt was. Es geht ja nicht um die Vergangenheit. Ja, nee, schon klar. Aber du musst in dem Fall trotzdem kurz einen Blick musst du auf die Vergangenheit richten. Und zwar nach dem Punkt und nach dem Kriterium, was du gerade gemacht hast. Warum sehe ich jetzt so aus? Weil du ein fettes, faules Schwein bist, das den ganzen Tag bloß Dreckfresse in seinen scheiß Kürbiskopf reinschaufelt. Deswegen siehst du so aus. Rainer, ich weiß, du hast immer verzapft, irgendwie, keine Ahnung, du frisst gar nicht so viel, bla bla bla. Die Scheiße, die kennt man zu Genüge. Ich bin auch Quamper der Haberer, aber ich weiß genau, woran es liegt. Ich weiß genau, woran es liegt. Wenn ich mich mehr bewegen darf und weniger Bier saufen, dann da der Korwampen vor mir herschirmen. Fertig aus. Ich meine, ich war auch damals nicht schlank, aber bei weitem nicht so wie jetzt. So. Warum sehe ich jetzt so aus? Was hatte ich die letzten 5 Jahre für eine Möglichkeit? So, dann frage ich dich jetzt. Rainer, schau dir mal deine Videos von damals an, wenn du sie noch hast. Wenn nicht, es gibt Re-Ups, die du findest auf der Drachenchronik. Vor allem die Videos, wo du gekocht und die, wo du eingekauft hast. Was du da eingekauft hast. Du hast einen 2 Meter hohen Tiefkühlschrank voll gestopft mit dem räudigsten Schmutz, den man überhaupt bloß fressen kann. Und das hast in der Woche wegputzt. Bei 6, 7, 8.000 Kalorien am Tag. Wir haben das nachgerechnet. Und du hast den ganzen Scheiß, hast du dann mit 6 Liter Schwipschwab am Tag runtergespült. Ja, dann wunderst du, und dann kommen wir noch ein paar Monster mit dazu, und dann wunderst du die, dass du fett bist. Ja. Weiß ich nicht. Dann frage ich dich jetzt, haben die Hater dir die Süßigkeiten zugeführt oder hast du dir die selber in den Mund zugeführt? Genau so ist es. Oder waren die Hater schuld, dass du dich so ernährt hast über Jahre? Oder dass du dich immer noch so ernährst und jeden Tag im Bett drin sitzt und Gebäck isst? Das ist doch auch nicht gut für die. Gebäck im Beck. Und wenn er jetzt sagt, er frisst kein Gebäck,
Dann habt ihr mich hier liegen. Erstmal esse ich nicht jeden Tag Gebäck. Das ist schon. Ja, wir wissen, dank Furchi wissen wir, dass du denen am Tag 50 Euro sowas da lassen hast, jedes Mal, wenn du dort warst. Dank den Cola-Bärchen-Leaks wissen wir, was du dir da gerne am liebsten gekauft hast. Und das waren immer so Kuchen und Torten und sowas. Rainer, wir wissen das alles. Du brauchst uns jetzt nicht wieder irgendein Märchen auftischen. Schon mal das Erste. Zweitens esse ich auch, wenn ich beim Bäcker bin, nicht immer was Süßes. Im Nein. Gegenteil, das ist sogar eher der seltenere Fall. Ja, genau, Rainer. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich weiß noch, in den Cola-Bärchen liegst, wo er an seinem Geburtstag sich dann beim Bäcker so einen Kuchen gekauft hat. Und dann einfach so ihr ein Bild geschickt hat von dem Kuchen mit dem Text Kuchen voll geil. Das ist einfach kommentarlos, also nur Kuchen voll geil. Da hat das Gehirn schon komplett ausgesetzt vor Vorfreude auf den bevorstehenden Zuckerschock. Ich esse dann normalerweise, wenn wir schon beim Bäck sind, da gibt es einen richtig, in dem Fall mache ich mal kurz Werbung. Oh ja, genau. Rainer, jetzt kommt irgendwas, er ist da nur das Allergesündeste. Da ist ein richtig geiles Fladenbrot. Da gibt es 3 Varianten. Es gibt das Olivenbrot, das ist so ein bisschen. Rainer, in so einem Fladenbrot, da ist auch sehr viel Stärke drin. Stärke ist im Endeffekt auch nur Zucker. Da sind gar keine Ich drauf sterbe, drin. Alter. Das ist so scharf ist das, mit so, keine Ahnung, Jalapenos und so weiter. Das andere ist mit Tomaten-Mozzarella, das habe ich früher gern gegessen, da habe ich mich aber irgendwie satt dran gefuttert in den letzten Jahren. Und das andere ist mit so Kohl. So. Und das ist das, was ich in erster Linie esse, wenn ich überhaupt was. Oh, er isst nur trockenes Brot mit Kohl. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ich möchte nicht wissen, wenn er sagt, hier ist so ein Fladenbrot mit irgendwas, was da alles drauf ist, das wahrscheinlich, also in dem Fladenbrot ist erst einmal, ist es ein Weißmehlbrot. Da ist jede Menge Kohlenhydrate drin. Dann hat das Ganze wahrscheinlich nicht wenig irgendeine Mayonnaise oder sowas drauf. Das ist aus pure Fett mit Zucker und Ei. Und dann halt irgendwie so Convenience-Produkte, so hochverarbeitete Scheiße. Mit der das belegt ist. Und dann meint er, das ist gesund. Was beim Bäck esse. Rainer. Meistens trinke ich beim Bäck nur einen Kaffee. Das nur als Info mal ab. Und Okay. jetzt zum Abschluss nur noch die Aussage. Nein, weil du mich gefragt hast, nein, die Hater haben mir keine Süßigkeiten zugeführt. Das habe ich selbst getan. Ja, schön. Das ist wenigstens ehrlich. Klar. Aber Ich habe in there we go. den letzten Jahren auch nicht sonderlich viel mehr Süßigkeiten zu mir genommen als in den ersten Jahren, wo ich mit YouTube angefangen habe. Rainer. Wir wissen es gerade aus den Zeiten, wo du besonders viel gestreamt hast. Entweder weil du gerade wieder einen Hype gehabt hast oder weil die Barrensituation wirklich drastisch war am ASB 8. Wo du wirklich den halben Tag im Stream in der Cock bist, dass du dir alle 2 Minuten irgendwas in die Goschen gestopft hast. Du hast die ganze Scheiße, die Chips-Tüten und die Schokolade und das ganze Klump auf der Zaren-Couch und um dich rum in Fettgriffelreichweite gehabt. Wir hatten das alles mit im Frame auf der Kamera. Und du hast es da dann immer zwischendurch ins Gesicht geschoben. Ich weiß, manche Leute merken das irgendwann gar nicht mehr, dass sie sich permanent was ins Gesicht schieben. Aber jetzt komm, Rainer. Einmal ehrlich zu dir selber sein. Einmal ehrlich sein und sagen, ja, es ist so. Ich habe jetzt 10 Jahre lang gelebt wie ein kleines Kind mit Einkommen. Ohne Kontrolle und habe mir alles, was mir gerade gelust hat, einfach unkontrolliert kiloweise in meinen kreisigen Schlund gestopft. Und deswegen, weil es alles ein Zuckerkrampf ist und weil ich es mit der Hygiene nicht so habe, fallen mir langsam alle Zähne aus. Und ich bin aufgegangen wie so ein Germknädel. Sag doch das einfach. Das wäre doch einmal ehrlich, Rainer. Der Unterschied war lediglich, dass ich in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt war, weil
Und da kannst du Rainer, du bist in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt, weil du dich behindert gefressen hast, Rainer. Du hast doch sicher irgendwo noch deine Videos vom letzten Jahr, wo du dann im Ranger umeinander gefahren bist und dann irgendwo hingewongelt bist. Wo du dich danach zurück in den Ranger rein geschwungen hast und erst einmal 10 Minuten überhaupt keine Luft mehr gekriegt hast. Weil du 100 Meter zu Fuß gegangen bist. Komplett am Ende. So kurz vorm Herzkasperl. mir gerne widersprechen, sollte ich mich täuschen, aber wie wahrscheinlich ist es, ja, dass ich aus meinem Haus rausgehen konnte und die Hater nicht irgendwie versucht haben, über den Zaun zu klettern oder sonst was oder vor meinem Haus dann rumstanden und ich mir jedes Mal, wenn ich aus dem Haus raus bin und unterwegs war. Rainer, es ist auch vollkommen irrelevant, weil das Hater-Problem ein Hausbachenes ist. Das ist ein hausbachens Problem. Hättest du aufgehört, die Leute zu provozieren, dann hättest du dich da so frei bewegen können wie ein Vogel im Wind. Aber das wolltest du nicht. Du wolltest hier weiter easy Junau-Barren farmen und deswegen hast du die Leute weiter provoziert. Sorgen machen musste, dass die irgendwie auf mein Haus losgehen oder... Und dann sind die Leute gekommen und dann ist natürlich die Lebensqualität geschrumpft. Scheiße. mir auflauern, während ich unterwegs bin. Also ich würde jetzt mal sagen, dass 95% der Besucher friedlich waren und nicht über den Zaun geklettert. So schaut es nämlich aus. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Die wenigsten sind über den Zaun klettert. Die meisten sind noch nicht einmal auf seiner Straßenseite gewesen, sondern auf der anderen Straßenseite gestanden. Und dann ist trotzdem der Alarm losgegangen, weil, wie er später dann auch selber zugegeben hat, er diesen scheiß Alarm händisch selber ausgelöst hat. Geklettert werden. Wenn ich auch mal kurz einlenken darf, deiner Meinung nach, ab wann fing das mit den Besuchern überhaupt an? Es wird zwar immer gesagt, dass das mit dem Video anfing, wo ich damals gesagt habe, dass sie zu mir kommen sollen, das stimmt aber nicht. Okay, das ist ehrlich, Rainer. Das fing etwa 3 Jahre später an. Nein. Nee, Rainer? Das stimmt nicht so ganz. Das Traut euch kommt zu mir Video, das war Anfang 2014, oder? Februar oder so. Wann hat die Stromlos-Staffel angefangen? Das war noch nicht 2017, oder? Wenn er sagt 3 Jahre später. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass 2015 doch schon die ersten Booster-Verkäufe oder sowas waren. Wenn mir nicht alles täuscht. Beziehungsweise es gab zwar innerhalb dieser 3 Jahre auch schon den einen oder anderen Besucher, aber nichts in dieser Größenordnung, wo dann auch täglich oder wirklich wöchentlich die Besucher kamen. Und dann nach 3 Jahren oder was, oder 2,5, eigentlich nach dem Video von Regenbogenschaf, Ja, kommt euch, traut zu mir. hat es dann angefangen, dass regelmäßig Leute gekommen sind. Mhm. Damals wieder Regenbogenschaf war schuld, dass die Besucher gekommen sind. Ja, nicht der Boosterverkauf, Regenbogenschaf war's. Und irgendwann dann auch täglich. Also, Ja, da hat's auch hier. Michi hat's geschrieben. Ab dem Posterverkauf. Hier rechts steht überall Posterverkauf. There we go. hier auf Discord steht also so ab ungefähr 2018. Nein, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht. Nee, das kann gar nicht sein, weil 2018 hat es das Schanzenfest schon gegeben. Das war ja dann der traurige Höhepunkt von der ganzen Geschichte. 2017 war doch der 20.8. Nee. Ja, Rainer, einen 20.8., den hat es in den letzten 2000 Jahren jedem Jahr gegeben. Und der 20. Also wenn du Schanzenfest meinst, das war 2018. 2016 sind schon mehr Leute bei mir vor der Tür. Ja, aber dann sind es doch 2 Jahre, Rainer. Wenn du sagst, 2016 sind schon mehr Leute bei dir gewesen, dann waren es doch 2 Jahre.
Vom Traut euch kommt zu mir, bis mir leid käme was an. Und nicht 3. Schon täglich Leute von mir vor der Tür gewesen. Eigentlich sogar schon früher, 2016 war das der Stromausfall. Ungefähr Anfang, Mitte Ja, doch. Wenn 2016 der Stromausfall war, dann kommt das gut hin. 2015 war das. Wo Ja, aber dann ist doch von 2014 auf 2015 noch keine 3 Jahre, du Depp. das losgegangen ist. Und 2014, Ende 2013, Anfang 2014 hat das mit den Hatern überhaupt angefangen. Mit der Randale, die sie angefangen haben. Und Weil jetzt sagt er, ja, es hat nicht mit dem Traut euch kommt zu mir Video angefangen, sondern Jahre später, gut. Außer, dass es 2014 angefangen hat, also da, wo ich das Traut euch kommt zu mir Video gemacht habe. Ja, Rainer. Daumen hoch. 2015 ging das dann richtig los, dass die dann fast täglich auch oder alle paar Tage vor meiner Haustür standen. Bist du Vater? Bist du Vater? Das hat man schon, das Thema Abdi. Nein, Ja, das war gelogen. Ich habe das gerade gelesen, ich wusste das nicht. Okay, Rainer, ich möchte doch mal zurück jetzt. Okay, also du sagst, ja, nochmal, ich will das nur bündeln, ja? Ja. Ich nehme dich beim Wort, ja? Du sagst, wenn du eine Möglichkeit hast, wo zu trainieren, ohne dass dich einer angeht, ohne dass dir irgendeiner nachläuft oder was weiß ich, ja, dich provoziert oder was auch immer, würdest du trainieren. Ist das richtig? Ich muss natürlich auch immer zum Training kommen und wenn das alles der Fall ist, ja, ohne Probleme. Also wenn ihr einen Limousinen-Service einrichtet, der ihn praktisch vom Back zum Training und wieder zurückfährt und er dann gratis trainieren kann und ihr ihm noch ein Privat-Security stellt, dann wird er trotzdem behaupten, dass er nie gesagt hat, dass er trainiert. Würde ich durchziehen. Ist gar kein Ding. Für mich geht's in erster Linie, und das kann vielleicht auch jeder nachvollziehen, um meine eigene... Um Barne. Rainer, für dich geht es um Barne und immer wieder Barne. Das ist das Einzige, und um Rainer Winkler. Sicherheit. So, das ist für mich das Wichtigste, weil viel mehr habe ich nicht mehr. Rainer, kurze Zwischenfrage, wenn für dich deine eigene Sicherheit so wichtig ist, warum hast du dann in Berlin bewusst deinen Aufenthaltsort bereitgestellt? Das ist eine sehr gute Frage, Rainer. Warum hast du denn dann in Berlin, wie gesagt, hier bin ich, da an der Mauer, hier, Mercedes-Benz Arena. Für die Hater, dass sie auch vorbeischauen können. In Berlin war ich zu keiner Zeit in einer Gefahr. Rainer! Du hast während der Ranger-Staffel noch erzählt, dass du Berlin meiden willst, weil, Zitat, da so viele Hater sind. Eine der Hater-Hochburgen, hast du gesagt, glaube ich, wenn mir nicht alles täuscht. Hamburg, Berlin und Köln. Ja, aber du warst in Berlin und hast deine Lokalität preisgegeben. Also hättest du dich in Gefahr gebracht, bewusst. Noch einmal, in Berlin war ich zu keiner Zeit in Gefahr. Aber in Emskirchen schon, oder wie? Ja, genau. Weil in Emskirchen wohnen quies weniger Hater wie in Berlin. Auch in Emskirchen habe ich meinen Standort gezeigt. Ja, aber ich dachte, du bist in Gefahr. Hä? Warum zeigst du denn deinen Standort für die Hater, wenn du in Gefahr bist? Ich habe dir gerade geantwortet. In Berlin war ich zu keiner Zeit in Gefahr und du hast mich nach Emskirchen gefragt und auch da habe ich meinen Standort gezeigt. Was schließt du aus dieser Aussage? Dass du Bullshit versappt hast, als du gesagt hast, die Hater dürfen unter gar keinen Umständen nie nicht wissen, wo ich bin, weil ansonsten kommen die und mobbeln mich. Und jetzt sagst du, ich bin ja zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Du hast jetzt auch die Ausrede gebracht, dass du die Kamera nicht einmachen kannst, weil sonst die sofort kommen und dich moppeln. Weil du so in Gefahr bist. Und dann sagst du wieder, bist du ja nicht in Gefahr. Weil jemand, der in Gefahr ist, doch nicht offiziell noch für jeden seinen Standort preisgibt. Guck mal, Leute, er sagt, für ihn selber war er nicht in Gefahr dort, wo er ist. Wenn er für sich nicht in Gefahr ist, da wo er ist. Ja, aber ich verstehe nicht, wie man das Brandenburger Tor, wo Tausende von Menschen sind, als weniger gefährlich ansehen kann als Emskirchen. Das hat nichts mit der Location. Mit der Location? Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Zu müde. Du hast da schon immer ein bisschen Probleme damit gehabt, Rainer.
Das hat nichts mit der Location zu tun gehabt, dass ich nicht in Gefahr war, sondern hatte mit anderen Umständen zu tun, dass ich keine Gefahr hatte zu dem Zeitpunkt oder keine Gefahr darstellte zu dem Zeitpunkt. Da werde Okay, alles klar. ich werde auch nicht genauer darauf eingehen, warum das der Fall war. Weil es gelogen ist, Rainer. Weil es gelogen ist. Und weil es da auch gelogen war. Und weil du insgeheim gehofft hast, dass da die Hater kommen und Mordsrabatz machen. Damit du danach sagen kannst, hier seht ihr es nicht einmal in Berlin, kann ich in Ruhe streamen, ohne dass du warst ganz enttäuscht, dass nicht Tausende von Hatern gekommen sind. Es war zu dem Zeitpunkt einfach keine Gefahr für mich und aus. Okay, der Chat fordert jetzt noch, weil ich habe vorhin die Frage schon gestellt, der Chat fordert die ganze Zeit, wann werden die Poster versendet? Das ist eine interessante Frage. Das ist eine sehr interessante Frage. Und es wird wieder geschnauft. Ich übersetze jetzt mal für die Leute, die in Winklerisch nicht so bewandert sind. Das Schnaufen heißt, ich habe nie vorgehabt, diese Poster tatsächlich zu verschicken. Ich habe das einfach bloß behauptet, in der Hoffnung, dass mir dann irgendjemand Barren spendet. Und wenn sich jemand beschwert, warum er kein Poster gekriegt hat, habe ich schon immer vorgehabt zu sagen, ich habe ja gesagt, ich habe bloß 25 Stück. Und leider Gottes warst du der 26. der gespendet hat. Tut mir leid. Du Laubsäge, also als allererstes jetzt mal, ja. Es ist doch nicht böse gemeint, die Leute wollen es doch nur Laubsäge, wissen. ich rede jetzt gerade, du hast auch gerade geredet, ich habe dich auch aussprechen lassen. So, als erstes mal, darum geht es gerade gar nicht. Doch, Rainer, darum geht es. Du bist das gerade gefragt worden, was ist mit dem Poster? Du hast gesagt, wenn dir die Leute mehr wie 50 Euro spenden, dann werden Poster verschickt. Wo sind die Poster? Für die Leute, die das geschickt haben, die gespendet haben. Katal hat mich gerade in Bezug auf diese Trainingsgeschichte gefragt und da ging es jetzt um das Eine Trainingsgeschichte ist schon seit 5 Minuten rum ums Eck. Thema gerade. Jetzt Wir sind jetzt bei Postergeschichte angekommen. kommst du schon wieder mit 2 anderen Themen um die Ecke. Ja, es gibt halt viele Themen, wenn es ums Drachengame geht, Rainer. Ich glaube nicht, dass dich mein Versandplan von irgendetwas was angeht. Und wenn wir schon beim Thema sind, es geht auch keinen von euch was an, wo meine Poster oder meine anderen Sachen lagern oder. Das hat auch niemand gefragt, Rainer. Die Frage war, du hast den Leuten, die dir gespendet haben, Poster versprochen. Wann werden die geliefert? Da brauchst du jetzt gar nicht um einen heißen Brei. Wir haben es doch da im Stream auch schon gesagt. Also wer da tatsächlich 50 Euro spendet und der Meinung ist, dass er echter Poster kriegt, der ist auch nicht mal ganz durchbachen. Der kann sich neben ihm gleich auf die Parkbank oder beim Beck oder bei der Sparkasse hocken. Oder eingestellt sind oder untergestellt sind oder sonst was. Das geht keinem was an und Punkt. Sinnlose Aufzählungen, um Zeit zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch. Darüber brauche ich auch nicht diskutieren. Und da werde ich auch nicht drüber diskutieren. Und was ich, wann ich, wo ich, wie ich, wen ich, was ich versende. Sinnlose Aufzählungen, ne? Die Bingo-Karte wird wieder voll. Ist auch was anderes. Und zum Abschluss, was das Poster angeht, weil mich das auch noch stört gerade, weil mir das gerade Interessante Einstellung dazu. Ja, meine Privatangelegenheiten gehen dich nun mal nichts an. Das hat nichts mit Einstellung. Ich habe nicht. Rainer, es ist keine Privatangelegenheit. Es ist keine Privatangelegenheit. Rainer, du hast dich in der Nacht in den Stream gesetzt und hast gesagt, Leute, hier ist meine IBAN, spendet mir bitte Geld. Alle Leute, also die ersten 25 Leute, die über 50 Euro spenden, kriegen von mir ein Poster mit Autogramm. Das hast du öffentlich bei TikTok rausgeballert und in dem Moment ist es nicht mehr deine Privatsache, etc. Ganz zu schweigen davon, dass ich nicht weiß, was das Amt dann dazu sagt, dass du streng genommen Poster für 50 Euro verkaufst. Nicht gefragt, wo deine Poster lagern, sondern nur, wann sie versendet werden. Das habt ihr vorhin besprochen und auch das Versenden geht dich nichts an. Ich glaube nicht, dass du einer der bist, der die Poster gekauft hat. Woher willst du das wissen? Das ist übrigens das allererste, was ich an der Stelle noch einwerfen möchte. Da hast du mich jetzt nämlich gerade wieder abgelenkt von dem Thema. Ich habe keine Poster verkauft. Doch, Rainer. Du kannst jetzt natürlich sagen, ich habe die Poster als Belohnungen für Spenden genommen, aber Rainer, du hast Poster verkauft. Ich habe für ohne Gewerbelizenz, wohlgemerkt. 50 Euro gesagt, dass ich bereit bin. Also dir hat jemand 50 Euro gegeben und dafür hast du gesagt, dass du bereit bist. Einwandfrei, Rainer. Einwandfrei.
als Dankeschön auch ein Poster zu versenden und da eben auch den Leuten die Möglichkeiten gegeben. Innerhalb von 3 Wochen. Einige Hast du haben, gesagt. ich habe gesagt, wenn es mir, du musst richtig lesen. Ah, komm rein, andere Leute wegen am Lesen framen. Weiß ich nicht. Erstens mal sind die Poster kein Verkauf, weil du was vorhin gesagt hast von, du würdest mich anzeigen wegen Betrug. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich könnte jemand anzeigen Du wegen kannst Betrug, weil du hast gesagt, sie es kann kriegen mich ein niemand Poster für anzeigen, 50 Euro Spende, die 50 Es sind kann mich geschlossen, aber kein Poster. Es kann Deshalb mich frage ich. niemand anzeigen wegen Betrug, denn das ist kein Betrug. Ich sagte niemals, dass ich ein Poster für 50 Euro verkaufe. Ich sagte, dass ich bis zu 25 Poster bereit bin pro Person, die 50 Ja, ich sagte niemals, dass ich ein Poster für 50 Euro verkaufe. Ich habe bloß gesagt, wenn es mir 50 Euro gibt, kriegt ihr ein Poster. Ey, komm, Rainer. Jetzt komm, Rainer. 50 Euro oder mehr gespendet hat, bereitzustellen, einen Poster zu versenden, wenn diese Person... Ja, ich habe das Auto gar nicht verkauft. Der Typ hat mir einfach 20.000 Euro gespendet und dafür habe ich ihm ein Auto und einen Fahrzeugbrief gegeben. Geschenkt. Das war überhaupt kein Kauf. Brauche keine Steuern dafür zahlen. Und nur wenn diese Person mir ihre Adresse an meine Mailadresse schickt, was von übrigens den Leuten, die das gemacht haben, mit Zahlen werde ich jetzt nicht in den Raum stellen, was von den Leuten, die mir da das geschickt hat, nur ein Teil gemacht hat. Also von, das ist ein Beispiel, von zum Beispiel 10 Leuten haben mir nicht mal 5 Leute als Beispiel überhaupt ihre Adresse geschickt. Ja, aber dann warten immer noch 4 Leute auf die Poster, Rainer. Wo sind die Poster? Im Klartext, mehr als die Hälfte der Leute, die überhaupt Geld gespendet haben, haben überhaupt ein Poster verlangt. Mal abgesehen von allem anderen. Nee, Und ich frage nur. Ich habe auch meinen Spamfilter und alles drum und dran gecheckt. Aber Diejenigen. viele bestellen, dass keiner Poster will. Irgendeiner will er bestimmt haben. Ja, natürlich. Ich habe ja nie gesagt, dass alle abgelehnt haben. Es gab ein paar, die wollten und das ist auch alles in der Mache. Ja, alles in der Mache. Alles in der Mache, Rainer. Rainer, das ist jetzt schon 2 Wochen her. Also überhaupt nichts in der Mache. Das ist Nee, ich alles frag nur, weil hier hat dein Moderator Ben hat vorher geschrieben, er hätte sein Poster schon bekommen, deswegen habe ich gefragt. Wie sehen die Poster überhaupt aus? Ich werde mich nicht dazu äußern, wie die Quatsch, ich werde mich nicht dazu äußern, ob ich schon was versendet habe oder nicht. Das geht dich schlicht nichts an. Wie gesagt, das ist meine Angelegenheit und das ist auch meine Verantwortung. Und das Okay, Rainer, ich unterbreche hier mal, okay, weil ihr kommt ja nicht weiter in der Hinsicht. Sorry, das war nur meine Frage. Nein, glaubst du, ich verstehe dich. Der Rainer sagt, das ist privat, das will er persönlich. Okay, gut, zeigen wir Respekt erstmal. Alles gut. Nochmal zu meiner Frage. Also ich nagel dich da jetzt fest, ja. Du würdest trainieren, wenn du die Möglichkeit hättest. Nochmal, ja. Im Nürnberger Raum. Ne, ich nagel den fest, Bro. Hör zu. Keine Ausreden, weil, guck mal, Nürnberg ist wirklich kein Ding, ja. Also, ist meine City, Bro, ja. So. Du würdest trainieren, wenn ich dir eine Möglichkeit schaffe. Habe ich das richtig verstanden? Soweit ich informiert bin und ich habe ja auch meine... Rainer, du hast eine Ja- oder Nein-Frage gestellt bekommen. Die beantwortet man entweder mit Ja oder mit Nein. Hä? Rainer, ich habe Connections in Nürnberg. Wenn ich dir die Möglichkeit bieten kann, dass du da unbehelligt trainierst, machst du das, ja oder nein? Ja, also man muss ja schon sagen, also die Mönche haben früher die Bibel abgeschrieben. Meine Nachbarn haben Löwen gehabt. Ja, ich bin nicht derjenige. Rabimmel, Rabammel, Rabum. So. Das ist unfassbar. Er kann einfach nicht auf eine Antwort, auf eine Frage antworten. Es geht einfach nicht. Alter, wer ist denn das, wo so laut ist? Abdi, der zieht in den Dschungel, keine Ahnung. Ja, tu den mal stumm, Bro. Einfach auf sein Bild drauf und dann stumm oben rechts. So, also da ich ja soweit, ich habe ja wie gesagt auch ein bisschen zu meinen Informanten und meine Spione und so weiter und so fort und ich habe ja auch ein paar Infos. Okay, im CIA, So, was ist los? Was ich von dir habe und so, ich weiß, dass du da wirklich Respekt.
Ja, so ungefähr. Ich weiß, dass du ein Mann bist, der zu seinem Wort steht und ich respektiere das auch so. Ich respektiere dich auch genauso wie halt auch Jason, so wie ich das mitgekriegt habe bisher. Und wenn das alles steht und wenn das alles funktioniert, ja, dann stehe ich auch dazu. Das ist Also kein mit Ding. Aufsicht. Wie gesagt, Dazu, ich will stelle das- dir Trainer zur Verfügung, die trainieren dich, sage ich jetzt einmal, ja. Und nochmal, das ist kein Kinderspiel, ne? Weil ich bürge mit Das meinem ist mir Namen. schon bewusst. Okay, Das ist alles mir klar. schon Gut, bewusst. okay, das reicht mir. Mehr will ich gar nicht wissen. Danke. Dürfte ich auch noch mal. Ich hatte hier auf Discord auch den Vorschlag bekommen, dass du vielleicht auch Boxtraining machen könntest. Wie wär's denn damit? Guck mal, Jungs, ich sag's nochmal, zu euch, Thorsten, auch, das haben wir vor einer halben Stunde alles schon so. Das Ding ist, Thorsten, guck mal, das Ding ist, alles das, was du da sagst, alles, was du sagen musst, was in deinem Kopf ist und so, wie gesagt, diese Sachen wird er alles machen. Das Ding ist, ich habe gar keinen Bock mehr, mir das auch noch anzuhören. Ja, ich sag bloß dazu, das wird er machen. Also ich sag nochmal, ich bin vernetzt in die Kampfsportschulen, ja, ob das Karate ist, Taekwondo ist, Boxen, Thai-Boxen, und ich bin da sehr gut vernetzt und auch in Nürnberg sowieso, ja, deswegen sage ich nehme dich beim Wort, Drachenlord. Kein Ding. Ich ziehe aber Thai-Boxen vor, wenn es geht. Kein Problem. Zumindest Du kannst Ballett machen, du kannst alles machen. Kein Problem. Ballett ist nicht mein Stil, Mann, und Boxen ist auch nicht mein Stil, aber die anderen Kampfsportarten sind kein Ding. Habe ich ja auch lange genug gemacht. Kein Problem. Alles gut. Also, ich nehme dich beim Wort, deswegen sage ich will da auch nicht weiter drauf eingehen. Ich warte erstmal, dass ich von dir erstmal was bekomme. Ich möchte einen Nachweis haben, das weißt du ja, das ist die Voraussetzung. Und dann, wenn ich diesen Nachweis habe, kann ich dir gerne irgendwas schicken, wie du mich kontaktieren kannst. Ja. Ich werde mich morgen früh darum kümmern, beziehungsweise halt heute Nachmittag, heute Vormittag dann. Muss ich gucken, wie ich das am schlausten organisiere, wie ich das irgendwie schwärze oder was weiß ich mit meinen Privatdaten, keine Ahnung. Aber ich schicke dir das, ja. Ich muss aber auch, wie gesagt, die Höhe, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, die werde ich entsprechend anpassen, wie es dann morgen ausschaut. Deine Laubsäge-Arbeiten hat gesagt 5 Euro. So, und wenn es 10 sind, sind es 10, wenn es 20 sind, sind es 20. 5 schaffe ich auf jeden Fall. Ich schaue, dass ich so viel wie ich kann spende. 5 werden es auf jeden Fall. Alles darüber muss ich schauen. Wie gesagt, das werde ich morgen, werde ich heute im Laufe des Tages dann anpassen. Schwierig. Weiß ich nicht. Glaube ich, wenn ich sehe. Weil mittlerweile ist ja schon wieder der nächste Tag. Das muss ich dann aber in Ruhe machen. Das mache ich jetzt nicht um die Uhrzeit. Okay, und wenn ich... Verdammt, heute ist schon wieder morgen, oder? Das habe, ja, auf Insta, dann schreibe ich dir zurück. Dann kriegst du von mir auch einen Kontakt. Und dann können wir planen, was Training anbelangt. Muss das auf Insta sein oder soll ich das dir hier auf WhatsApp schicken? Weil Insta nutze ich nicht so viel. Meine ich ja. Weil auf Insta bin ich nicht so viel unterwegs. Da müsste ich mich TikTok kannst du keine Bilder schicken. TikTok kannst du keine Bilder schicken. Nein, das geht das nicht? Nein, TikTok geht keine Bilder, deswegen Insta. Ich schicke dir meinen Insta-Account jetzt und dann kannst du mir das auf Insta schicken. TikTok kann man keine Bilder schicken. Muss ich mich mal mit dem Nachrichtensystem da auseinandersetzen. Ja, jetzt komm. Muss ich mich mit dem... Was für eine Arschloch-Ausrede schon wieder. Mit dem Nachrichtensystem auseinandersetzen. Ja, du gehst auf Nachricht verschicken, Bild einfügen, auswählen, senden, fertig. So wie in jedem anderen Programm auch. Da schreibe ich mit keinem normal was. Mache ich auch hier nicht, aber hier bin ich halt öfter unterwegs, deswegen habe ich das auch Okay. Also wie gesagt, TikTok gehen leider keine... Boah, Leute, ich werde langsam müde. Was ist da los? Passiert ist da noch was? Bilder, leider. Okay. Ja. Schick mir das einfach auf Insta und wenn ich das habe, dann komme ich auf dich zurück. Okay? Alles klar. Mal eine Frage, Drache, wirst du dann den Bescheid, wirst du das dann mit der IBAN verschicken? Also, dass man die IBAN dann sehen kann. Die ist ja eh schon veröffentlicht worden, auch von dir teilweise. Eben. Und die kennt eh jeder. Bro. Meine eigene IBAN oder was? Nee. Bro. Meine eigene IBAN werde ich schwärzen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich mache es schon so, dass man sieht, dass es auch wirklich so ist. Muss ich ja auch. Aber das mit der IBAN muss ich... Der wird, guck mal, er wird es senden. Der wird es
Ich Der mache wird das es schon senden. so, dass es passt. Meine IBAN muss ich aber Der zumindest wird es teilweise senden. schmerzen, sonst kriege ich Probleme noch mit Einfach. was. Hat er gerade gesagt, dass er seine IBAN nicht veröffentlichen will, weil er sonst Probleme kriegt? Will der mich verarschen? Oh Mann. Das hat aber andere Gründe, warum ich das schwärzen muss. Ich überlege mir aber, wie ich das am Schloss anstelle. Ich schau nachher mal, wie ich das. Um was sorgt ihr euch eigentlich? Sorgt ihr euch, dass er es nicht macht, oder was? Ja, freilich sagen wir uns, dass er es nicht macht, weil er Lügenlord ist. Ja, die glauben, ich mach's nicht. Ja, freilich, Rainer. Freilich glaubt er das keiner. Ist mal ganz ehrlich. Nee, es Weil- gibt ja auch den einen oder anderen Drachi, der halt unter Umständen auch Photoshop bedienen kann und da kann man so einen Fake halt relativ schnell erstellen. Deswegen, Ich bin kein Drache. Und ich habe auch nicht dich gemeint. nee, ich meine und Katal auch nicht. Wir Ja, sind ich habe auch kein- Katal nicht Ja, hat er gemeint. nicht gesagt. Nee, Okay, deswegen ja, sage ich ja weiß. gerade. Also, der wird es Ähm, schon machen. Ohne Spaß. Also, Also Ja, ich alles weiß, dass einige von euch oder auch ein Großteil von euch immer an meiner Ehre zweifeln. So. Aber letzten Endes, ja, das mit Lügen, wie gesagt, ne, das habe ich kein Problem mit. Das gebe ich zu, dass ich auch genug gelogen habe. Rainer, du hast nur gelogen. Das ist gerade das Problem. Oder auch Lüge. Aber trotzdem habe ich auch irgendwo meinen Stolz und meine Ehre. Das hat mir jetzt wieder ein bisschen wach gemacht. Sein Stolz und seine Ehre. Das sagt der Mann, der im stinkenden Pulli, den er seit Wochen nicht mehr gewaschen hat, nachts auf der Parkbank sitzt und wildfremde Leute um ein paar Groschen anbettelt. Der erzählt uns jetzt was von Stolz und Ehre. Genau. Wissen wir Bescheid. Und ich weiß nicht, ob euch das reicht, aber ich sag's jetzt mal so, ja. Und glaubt mir, ich weiß nicht, wie viel Gewicht das für euch hat, wenn ich das euch jetzt so sage, aber So viel Gewicht wie du hat's gewiss nicht. ich schwöre hoch und heilig auf meinen Namen Drachenlord Rainer Winkler, aka, was weiß ich. Ja, oi, der Cringe-Alarm. Also erst einmal, der Name Winkler ist dank dir überhaupt gar nichts mehr wert und der Name Drachenlord war immer schon peinlich und noch nie was wert. Also, weiß ich nicht. Wie man es ausdrücken möchte. Ich schwöre euch auf den Namen Drachenlord und bei meiner Ehre als Mettler, dass ich das. Seine Ehre als Mettler. Hey. Bei deiner Ehre als Mettler, wie alt bist du? 3? Also, ey, bei seiner Ehre als Mettler, Alter. Machen werde. Ich werde das spenden. Die Höhe muss ich gucken, wie gesagt, aber ansonsten werde ich das spenden und ich werde das auch nachweisen. Und entweder glaubt ihr es oder nicht, aber einen Wir werden's ja besseren sehen. Schwur, einen stärkeren Schwur als das kann ich nicht ablegen. Entweder hat es Gewicht für dich oder nicht, aber meine Ehre als Mettler und mein Name als Drachenlord, das ist mir alles wert. Das ist mir hoch und heilig. Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, das glaube ich dir, sobald der Beweis vorliegt. Ja. Wie gesagt, Ja, das also ist Rainer, du hast so oft in der Ja, Vergangenheit wirst du auf alles sehen, geschworen, ja. dass nichts passiert, da will ich einen Beweis sehen. Tut mir leid. Ich habe nie auf meine also Ehre Leute, ich sag geschworen, so, noch auch nie auf Rainer, meinen ganz Namen. kurz. Ganz kurz. Leute, ich sag so, guck mal, dieses ganze Ding und so, dieses Ganze kann man morgen immer noch, weißt du, wenn das Ja, nicht alles gemacht gut, hat, alles gut. Alles kann man gut. diesen Dialog, weil wenn wir jetzt diesen Dialog jetzt führen, da hat es morgen gemacht, ist es Zeitverschwendung, da rege ich mich selber Hast du noch recht, auf. hast du recht. Ja. Ich schwör, weil lieber, Ja, da hat er tatsächlich recht. wenn das nicht der Fall ist, kann man sich morgen darüber aufregen. Aber wenn wir uns unnütz darüber aufregen und dann morgen das dann doch so ist, dann haben wir es umsonst gemacht. Nee, alles gut. Wir können ja morgen dann auf jeden Fall noch an gleicher Stelle drüber reden und schauen, was passiert ist. Genau, das ist so, würde ich sagen, das ist Gleiche Stelle, gleiche Welle. dann schon ein besserer Ansatz. Nee, ist ja, jeder hier wird sich vermutlich freuen, wenn es eintritt, aber du darfst ja nicht uns hier übel nehmen, dass wir da nicht so Nein. motiviert wie du dabei sind, ihm zu glauben und es. Nein, bei mir hat es hat doch nichts mit Dingen mit Motivation oder Glauben, nicht Glauben zu tun. Bei mir hat es nur damit zu tun, dass er es ja sowieso erst morgen machen kann. Ich muss sagen, Mensch, ich verschwende dann keine Kraft in was, Ja, wo alles ich gut, alles gut, alles für den gut. Tag nichts erreichen kann, weißt du? Ja. Was ich hier in Discord gerade eben lese, das ist eigentlich ein guter Vorschlag. Wenn du die IBAN dann schwärzt, kannst du die letzten 4 Zahlen der IBAN nicht schwärzen? Das kann ich machen. Das ist kein Gut. Ding. Das ist ja auch eine gängige Methode.
bei allen möglichen Online-Zahlungen, dass die dann praktisch die IBAN und da hast du die letzten 4 Zahlen drin lesbar. Okay. Das kann ich machen. Darüber, wie gesagt, wenn ich sie nur teilweise schwätze, das kann ich machen. Das ist kein Ding. Okay. Wobei ich nicht weiß, ob das auf dem. Wird das auf dem Jetzt wollte ich gerade sagen, ja, okay, ist cool. Bin ich gespannt, qual mit drauf. Und dann kommt gleich wieder relativ. Wobei, weiß ich nicht. Ding angezeigt. Ich habe jetzt nie auf die Dinge geachtet. Also ja, Rainer, ich will mich Rainer. da nicht rausreden. Ich will mich nicht rausreden. Ich will nur Rainer. fragen gerade, wird das auf einer Ding überhaupt angezeigt? Auf einer Überweisung online-banking technisch? Weiß ich Rainer. gar nicht, wie das Ich denke, Rainer. Auf dem Layout meine ich, ja. Katar, Dazu, ich hab keinen Vorteil von deiner IBAN oder keinen Nachteil Nein, von darum deiner geht es IBAN. darum geht's mir gar nicht. Es hat einen anderen Grund. Nee, Das ich sag's schreibe so. wenn Schick's du mir das- und ich schwärze es. Auch kein Problem. Da hast du mein Ehrenwort. Geht auch, Verstehst du, ja. was ich meine? Wie gesagt, das hat damit nichts zu tun. Ich schreibe dir, wenn du das nicht veröffentlichst, warum, dann schreibe ich dir noch dazu, dann Warum? in einer kleinen Nachricht, warum ich das schwärzen muss. Hast du ein neues Konto oder wie? Ah, okay. Nein, dann würde das ja nichts bringen, wenn ich die letzten 4 Zahlen offen lasse. Ja, die letzten Ja, 4 dann- Zahlen bringen. Hast du. Da hast du Ja, recht. die letzten 4 Zahlen sieht man ja vom Ding her, ob das mit der alten IBAN übereinstimmt, wenn ihr die habt oder so. Es Da hat, hast wie du gesagt, recht, Rainer, das stimmt tatsächlich. Es hat bestimmte Gründe. Und ich will das jetzt aber hier nicht anposaunen, weil das hat hier nichts zu suchen. Aber wie Okay. gesagt, ich lasse das so drin, das passt schon dann. Und ich schreibe dir das als kleinen Text noch dazu, Katar, dann weißt du, warum ich das gemacht habe. Alles gut. Okay. Du kannst ja als Verwendungszweck Drachenlord mal reinschreiben. Das kann ich machen, ja, natürlich. Okay. Gut, wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich mich jetzt endgültig mal ins Reich der fliegenden Drachen begeben. Wieder ins Reich der fliegenden Drachen begibt er sie jetzt. Mach Sprich das. schlafen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Ach, warte, bevor du gehst, darf ich noch schnell? Was denn? Das geht nur ganz kurz. Was wäre, wenn jetzt, also wenn du das jetzt mit dem Trainingsplan wirklich durchziehst, was wäre, wenn, also ich kann mich darum ja auch ein wenig kümmern, ich habe ja Kontakt zu den ganzen Leuten, also wenn zum Beispiel Ofenkäse, Mimon, Serial Talk, den kennst du ja auch mittlerweile, wenn man zu den ganzen Leuten dann halt ein wenig Kontakt aufnimmt, das musst du jetzt nicht unbedingt machen, das kann ich ja auch machen mittlerweile, Kenn ich nur den Namen. dass man den Leuten dann halt unter anderem sagt, dass sie die Nachricht verbreiten sollen, dass sie dich dann einfach deinen Sport machen lassen sollen. Bin ich dabei. Sage, wie es ist, wenn er es durchzieht, bin ich dabei. Ja. Ja. Inwiefern? Was meinst du? Es ist ja, Nochmal. Ja, dass man halt dann sagt, hey, er versucht jetzt tatsächlich was zum Ändern, lasst es mal in Ruhe, schauen wir doch mal. Halte ich für vernünftig. Halte ich vor allem deswegen für vernünftig, weil er dann danach, wenn er es aufgegeben hat, die Ausrede nicht mehr hat. Es war nur wegen die Haters. Wenn der tatsächlich jetzt anfängt, dass er da sich mit den Leuten connectet und zum Sport machen anfängt und seine Ernährung umstellt und den ganzen anderen Krampf und man lässt ihn einfach in Ruhe und lässt ihn das machen, wie er durchzieht und er schmeißt trotzdem nach einer Woche hin, dann hat er nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, es liegt bloß an die Haters. Weil dann hat er keine Ausrede mehr, dann ist es nur noch er selber derjenige. Dementsprechend unterstützt sie vollkommen. Wenn er damit anfängt, in Ruhe lassen, solange bis er es hingeschmissen hat, damit er einfach nicht mehr behaupten kann, es liegt immer bloß an die Haters. Und er kann einfach nur wegen die Haters nicht. Bin er dabei. Dass ist ja die letzten ganzen Endes Leute das- dann halt sehen, hey, guck mal, Drachenlord macht was. Das ist ja letzten Endes das, was anscheinend auch gefordert wird überall. Wie gesagt, Was? Ja, das habe ich verstanden. Ich rede mit Thorsten. Was? Okay. Ich hab's verstanden. Du meinst auch so, dass Jetzt wollte er doch gerade schon ins Bett gehen. Jetzt komm, Rainer, geh ins Bett. Ich möchte ins Bett. das verbreiten meinst du? Er hat Ja, gefragt, ja. aber das Verbreiten soll, dass Ich habe die schon auch verstanden. das Ich frage mich verbreiten. doch gerade selber, dass ich seine Sprache verstehe, weil er jetzt besser Ja, erklärt. ich wollte eigentlich ins Bett, deswegen will ich es. Du kannst ins Bett. Alles gut. Deswegen wollte ich ihm antworten, dann kannst du ihn ja noch fragen. Also, wie gesagt, das kannst du gerne machen, sollen die das von mir aus verbreiten. Es geht mir, wie gesagt, darum, dass ich halt in Ruhe das Zeug machen kann und durchziehen kann und das wird ja anscheinend jetzt von vielen auch gefordert. Was ich schon öfter versucht habe, was aber halt bei mir immer nie gegangen ist, weil es dann letzten Endes dann doch nicht durchgesetzt wurde und dann trotzdem immer irgendwas dazwischen kam von Seiten der anderen Komm, Rainer, weil du keinen Bock gehabt hast. Weiter. und mich das dann eben daran gehindert hat. Größtenteils. Nicht immer, aber meistens war das eben der Fall. So. Und wie gesagt, ich ziehe das durch, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Gebt mir die Möglichkeit, ich ziehe durch.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Rainer. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja. Alles klar. Dann wünsche ich euch jetzt gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gut, Nerd. Metal Off. Gute Nacht, ne? Gute Nacht, Metal auf Arsch. Ich bin dann auch raus. Leute, ist spät. Was haben wir jetzt? Aufnahme 2 Stunden 20 Minuten. Nein, da haut hin. Leute, ich bin gespannt, wie es läuft. Spendet er nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat er schon gespendet. Haha. Nimmt er jetzt wirklich ab? Reißt er sie zusammen? Nimmt er das Angebot an? Wahrscheinlich nicht. Bin ganz ehrlich. Wo denkt sie? Etc. Na gut. Also, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Metal off.